Scheiße, Oslo! Kruzifix! Kruzifix, immer wenn ich was aufnehme, vergiss ich, dass ich das Mikrofon wieder einschalte! Kruzifix! So, ich tue einfach so, als wäre nichts gewesen, what? Sekunden genau eingeschaltet, meine Damen und Herren. Es ist Zeit, die Mönchskutte zu schwingen. Und verdammt, die hofft Lea ist da. Ich habe schon wieder den Begriff vergessen, wie man das Knie am Kopf von einem Mönch nennt. Aber wir werden sehen. Schauen wir mal, ob es da ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Halle! Na, vor allem ist schon wieder Mittwoch 8. Also, mir kommt's vor, als wäre zwischen Montag 8 bis 10, was übrigens eine absolute Höllenqual war, keinerlei Zeit vergangen, nix! Jedes Mal, wenn ich irgendein Projekt habe, an dem ich umeinander werkelt, momentan ist mein Spei, seit heute ist das Video dann für nächste Woche, ist einfach zack, zack, Zeit weg, wo? Wo? Fix! So, Phase 1. Grüße zu dir daheim, Timmy Boy. Staudi! Wir speisen im Konzert. Da hat wieder reingeschissen, bevor ich überhaupt anfange. Kruzifix. Dann haben wir das Real gut geil. Grüß Gotchi. Heute schau ich mal aus Bayern zu. Schöne Grüße von Tag. Freue mich auf den Stream vor der noch Squad. Ja, war nicht ganz vor da noch. Aber ein bisschen vor da noch schon, weil in den ersten 2 Minuten keine YouTuber-Alert so gezeigt. Gut geil. Hansa Spaß. Dankeschön. Ist zu viel und du weißt es. Venom. Merci für den Zwickel. Freundin war echt traurig, weil KCD nicht am Montag war. Mr. Venom. Du gibst dir jetzt einmal eine saubere Umdrehung und sagst dir, du hast hier gar nichts zu melden. Wenn er merci für den Zwickel. Also, ihr seid gegen einen YouTuber-Alert. Speckmeister, grüß dich zurück, merci für den Zwickel. Jetzt chillt die Kniescheibe, jetzt gibt's die fix. Montag ist sowieso schon wieder eskaliert. Was ist da los gewesen? Herr Gänse! Auf dritt! Super, dass du wieder Zeit in Hennigs investierst und auf einen schönen Stream. Oh! Oh! Ich seh schon. Ich habe jetzt bloß zweimal im Stream da vor kurzem drüber geredet. Wir haben ungefähr so 40, 50 aktive Leute in einem Spiel, das eigentlich noch gar nicht aktiv ist und mit 350.000 Accounts vollgeschissen ist. Was ist da los? Mr. Player! Welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, habe ich Ehre Player, wer nicht mitmacht. Schlecke vorher den Toten vom Bukake-Festel an und dann schlecke die ins Arschel. Hm? Bei sicherlich ein paar daheim sitzen, denen ich das war. Ja, egal. Herr Player Hero, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Der Vuvuzela, schau mal, leck, oder wenn sind freiwillig Vuvuzela, ich krieg sofort Flashbacks von. Was ist denn jetzt wieder kaputt gegangen? Ach Gott, jetzt sind sie zwei schon wieder da. Weihnachtsgeld nimm's und seine Staat nimm's für die Spül-Annex. und seine Staat nimm's für der Spül... Okay. Okay. Okay, mach ich. Okay, mach ich. Mo von der Justizveranstalterin. Frau vom... Der Mo von der Justizveranstalterin, gib's ihm ein Bussi. Ah, hat er sich verdient. Merci dir. Es ist sauber 2, aber die... Ja. Kann ich mit dem fetzen Poster da auch diskutieren. Fix. Merci dir. Herr Sprengi! Was ist da los? Wie nennt man einen Hellseher mit Vorliebe für Knäckebrot? Wahrsager. Gott sei Dank, dass du wieder da bist und dass der Bullerei dein Witze.txt nicht gelöscht hat. Fix. Sprengi, merci. Herr Gensel, merci für 87 Monate. Alter. Oh, lecker. Da wollte ich. Humor.txt, Entschuldigung. Bei mir heißt es Sprüche.txt. Warte, da kann ich. Warte, ich hau auch mal raus. Vielleicht finde ich ihn gut, da steht nur Scheiße drin. Also steht wirklich nur Bullshit drin. Warte mal, was haben wir da? Was haben wir da? Was ist denn? Das kann ich nicht erklären, warum der Hakenkreuz-Spray-Malkurs in der Stadtferienprogramm 2025 steht. Das kann ich nicht erklären. Was? Pro-Tipp?
Wenn's der Kokosöl auf deine Zucchini schützt, kannst du das leichter in den Mülleimer einkratzen. Das war mein Beitrag. So, den ersten Beitrag, den vergessen wir. Justizveranstalterin! Jetzt muss er dir Busse geben! Was hast du überhaupt geschrieben? Warum lesen die alle nichts vor? Jetzt geht der nochmal aufs Klo und dann reiten wir los. Nochmal aufs Klo und dann reiten wir los. #Ritterreiten lachender Smiley mit kaltem Schweiß. Jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir los. Das ist aus Schuh des Manitou, oder? Aus dem ersten Gurten. Dankeschön, Löwensepp. Habe ich Ihre Bürger weitergehen zum Kästchen die 2. Ich schaue gerade die alten Kästchen die 2 Streams wieder hoch. Nächstes Jahr möchte ich mal nach Troski oder Kutenberg bzw. Ratei fahren. #Winkelbräu, lasst das schmecken. Das haben wir mir auch vorgehört. Was ist denn heute wieder? Gibt's heute wieder keine Donations unter 5000? Steffi, Kruzifix, Timsen, merci für 37 Monate. Justizveranstaltung, Sauhaufer, merci. Schluss jetzt. Kruzifix nochmal. Timsen, merci für 37. Was ist denn? Was? HBDRRRRT. Stiller Zuschauer seit eh und je. Steht Schöne Outdrucken. Grüße aus Puebla, Mexiko. Mach weiter so. Auf ganz viele weitere Streams. Nein, dein Drogengeld will ich nicht! Herr Raidforce Out steht dahinter, ist ja klar. Ursprünglich als E3. Machst du da Urlaub oder was ist da los? Merci dir, es ist sauber 2. Kruzifix, was ist denn heute schon wieder? Pro-Zuschauer, merci für 56 Monate. Kriegst Gott zurück, Steffi. Hab gestern mein Abo gemacht, krieg ich auch eine Tröte. Oh, leck. So gut habe ich noch nie so schnell hintereinander verschiedene Töne schmecken können, aber so macht. Ja, das hätte der Super Mario Sound sowieso. Ja, den kann ich noch nicht! Ich üb noch! Steffi, merci dir! Warum es jetzt dann 24 einer scheißt, weiß ich nicht! Dankeschön! Was ist mit Finger im Po? Mexiko? Ja, okay. Dich gefolgt fangen, ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Kruzifix, was ist denn heute schon wieder? Das Lohntüten käme, das Weihnachtsgeld käme, gell? Ja, ich weiß nicht, was ist. So, haben wir noch irgendeinen dummen... Der einzige Grund, warum ich so fett bin, ist, weil deine Mami jetzt mal da noch ein Schweiners macht, wenn ich es zusammenhau. Ja, da steckt nur Scheiße drin. Lass mir das. Meister, merci für deinen Euro. O Birger Edelmann von Landau, so dann schleiche er sich und belustigt mich. Ich hoff's ganz stark. Und jetzt schauen wir uns heute den zweiten Teil von KCD 2 an. Was haben wir denn gerne auf dem Brot, Bruder? Männerhöhle endlich fertig. Auwitzwack. DJ Wookie! Horrorstreams Einschaltungszeichen. Oh, da muss man mit der fetten Surround-Anlage. Dummerweise streame ich halt nicht in Surround, weil die meisten Leute nicht mit Surround zuschauen. Deswegen wird das nicht ganz hinhauen, aber einfach soundhell. Surround, hier 4 Meter auf 4 Meter großen Birger, der kann nicht schaden. Der kann nicht schaden, du. DJ Wonky, merci dir. Oberpfalzer, jetzt wird 2 Monate. Viel Spaß allen im Stream und die auch, Birger, reiten sie gemütlich in der Tschechei herum. Wir reiten der mal nicht mehr. Das ist ein bisschen ein Problem. Wir müssen den scheiß DLC fertig spielen, damit ich aus dem scheiß DLC wieder rauskomme. Man kommt ja nicht zurück in die solche Gebiete und mein Pferd, glaube ich, ist auch nicht dabei. Bin mir nicht sicher. Ein Satz mit Weihnachtsfest. Der Elch hält sein Geweihnachtsfest. Alter, dein Mann. Ja, dann hast du, was? Haben wir da noch so? Ich weiß nicht, was ich mir da überdenkt habe, wenn ich da so Sätze einschreibe, die mir entweder einfach so einfallen oder nicht. Pass auf. Wenn du nicht glücklich bist als Single, dann bist das Vergehen auch nicht. Glücksgefühle kommen nicht von Beziehungen, sondern von Alkohol. So, das war mein Tipp des Tages. Johann, merci für 3,69. Nice. Hätten noch einen Spruch, die haben es aus der Lebenshilfe rausgehauen, weil du selbst denen zu behondert warst. Hashtag behondert! Ich kenne bloß einen E-Honda. Wer kennt den noch? Ich kenne den schon. Warte, ich hab noch einen. Stell dir vor, du bist Veganer, kommst besoffen heim und musst gelbe Rüben oder Selleriestangen fressen. Stell dir vor, du bist Veganer und rauchst einen. Was tust du denn dann? Das ist voll verschissen, Alter. Da sitze ich lieber da und hau mir die fetten Chicken Nuggets rein, Alter.
Der gelbe Rum, die kannst du selber sonst wo hinstecken. So, wo waren wir? Das macht die Scheißdatei zu, da steht nur Scheiß drin. Randstadt Bernie, merci dir, der Lea, ihr historisches Fachwissen, was in vielen Streams schon vertreten war, gehört viel mehr beachtet. Weiß ich schon, dass das jetzt aber noch mehr. So, jetzt ist er Ruhe, wir starten jetzt das Spiel. Leute, danke schön, ist ja gut. Chill zu meiner Knierscheiben, Sonntag-Ruhetag, wie nennt man einen sehr dünnen Ritter? Margarita. Jetzt anders schreiben müssen, ich hab ihn schon verstanden. Oh Lord, Biergericht von Lexington belustigt mich. Meister Mers wieder ein Bild in den Satz mit Panama. Sich beim Rasieren zu kastrieren, das Panama passieren. Okay. Ich jetzt gerade sagen, der Wulfric dreht sich im Grab um, aber der ist noch nicht gestorben. Jetzt weiß ich nicht, der Wulfric rotiert, oder? Jetzt hat er Fotzen, ihr Trottel. Mann, jetzt mag ich Chicken. Was ist das schon wieder? Hä? Was ist das? Haben wir schon gekriegt, ey. Ja, weiß ich nicht, den habe ich da mal am Tisch aufgekauft, verschiebt sich der Monitor, was sind wir? Meine Damen und Herren, bitte lehnen Sie sich zurück. Wir spielen jetzt eine zweite Runde KCD 2 DLC. Mysteria Ecclesiae. Das Kloster hat die Kretze, ja, weil es im Keller über Bukake-Festel feiern. Kannst du mir bitte sagen, dass du dich bitte vertippt hast? Hab die KCD 2 Streams im Nachschaussquad angeschaut und hab mit einem Abo gewartet, bis du DLC spielst. Das, was der Sprengi sagt. Steffi, das ist nicht, wie das Abo funktioniert. Ich mach jetzt ein Abo und dann gebe ich diesen Trottel hier, wir haben 145 Euro. Da! Das, für 145 Euro kannst 29 Monate abonnieren, Alter. Steffi, ich weiß nicht, was ich sagen soll, bist nicht ganz dicht. Was ist da los? Steffi, ist Geld scheiße da oben, oder was? Ich hoffe, du bist lang nicht da, schau dir her mal. Soll ich ihn abschlecken? Na, dann sterben wir. Steffi. Rest, der weiß, was Rest in Peace Mr. Headphone-User heißt, Ohrwaschel zuhalten. So, bevor wir jetzt einen Schildreiß und mich vom Hocker abgetragen, müssen wir aufhören. Steffi, danke. Es ist absolut insane. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Please, chillen Sie die Kniescheibe. Lass das mit dem Geld meine Sorge sein. Schreibt er, im Chat heißt du Dr. Müller K. Das ist ein Doktortitel, dann ist mir wirklich auch wurscht. Gut, passt, merci dir. Bis, später dann. Irgendwo muss ein Schwarzgeld hin. Danke dir. Ich hoffe, du bist lang noch dabei, dass du weißt, was los ist. Herr Vendando, habe die Ehre, Herr Kommandant Birger. Darf ich meinen Helm ausziehen? Ich schwitze ganz arg. Viel Spaß uns allen. Herr Vendando, du schwitzt, der kratzt da so, der Teufel. Den habe ich immer noch nicht gewaschen, seit Februar nicht. Warte mal, muss man nicht drüber rühren? Riecht nach Wolle. Riecht noch gar nichts, weiß ich nicht. Da haben wir mindestens 30 Stunden reingeschwitzt und den Scheiß, hey, ich weiß es auch nicht. Leute, Dankeschön. Hindings, merci für 72 Monate und 58 Monate, so, jetzt ist er Ruhe. Was war unsere Aufgabe? Der Mönch Ernst. Also, jetzt machen wir mal einen kurzen Recap, damit einmal Leute, die nicht dabei waren, ungefähr grob wissen, um was überhaupt los ist. Wir haben ins Kloster berufen worden, um da den, Scheiße, wie heißt das Oberhaupt von fucking Kloster, der Chef vom Kloster, ist mir wurscht. Dass wir den begleiten, weil da können Sachen passieren. Dann haben wir da, okay, liegen da 3 Leute im Sterben. Ja, der ernste Mönch. Der Abt! Dankeschön, da, ich hab bloß drauf gehabt, bis der Chat endlich sagt, was es heißt. Kirchensachen merke ich mir nicht, das ist nichts für mich. Wunder dich, da, ich brenne eh schon. Da, ich hab keine Fackel in der Hand, die leicht von selber. Das muss man wissen. Hab ich eine Fackel? Nein, da schon, ich hab keine Fackel in der Hand. Hab ich da eine Fackel in der Hand? Nein. So. Noch 3 Leute im Sterben. Vermutung, Pest. Und wir werden jetzt da ausgesendet, um mal nachzusuchen, was da los ist. Und wer ist krank und warum und was hat er so da und keine Ahnung und was weiß ich. Dann sind wir irgendwo im Keller umeinander gelaufen und haben einen einsamen Monk hinter einer Tür gefunden, der da unten in einer Minikammer ein Buch über Witze schreibt und über Freizügigkeit und Spaß. Ja, das, was man im Kloster normalerweise nicht hat. Und da haben sie sich offensichtlich zu 5 Stunden getroffen oder so. Und alle, die da unten waren, die haben die Kretze. Und er ist jetzt das erste Todesopfer, der Mönch Ernst. Der hat gesagt, okay, ciao.
Kehre zu Albich zurück. Wer war der Albich, glaube ich? Das war der Abt, oder? Der Albich ist der Abt. Das heißt, wir müssen da auf zur Kuh. Kehre zu Albich zurück. Wir gehen da aussehen, rechts, links, rechts. Okay. Naja, werden wir schon finden. Werden wir schon, was hat er denn da drin? Eine Brille! Die kostet 280, die nehme ich mit. Ja, liegen wird nichts. Geht das als Clown? Ich weiß es nicht. Na, als Kasperl. Okay. Geh mal. Vielleicht pimmelt man heute mal Schön, nicht. dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt. Erstmal beleidigen. Du hast ein bisschen Equip mit mir. Ich werde alle 5 Sekunden auf die Map schauen müssen, weil ich mich nicht auskenne. So, und heute wird weniger umeinander pimmelt. Wir machen mal halt richtig Progress, zumindest so gut wie es geht. Weil ich sehe mich, was passiert. Ach Gott, in dem scheiß Drecks-Hurenkloster kennt sich kein Mensch aus. Da muss ein Tier rausgeben. Da ist doch ein Tier, jetzt sei nicht da raus, da! Das ist ein Fenster. Ach, leck mich am Arsch. Sind wir da irgendwo raus? Bruder, was weiß ich. Wer plant? Da kann man was klauen. Erst einmal. Da waren wir schon einmal, da steht der Heilige Gral. Ja, super, das ist halt ein Scheißdreck. Was geht's da? Lass uns einmal aussehen oder so. Das ist gut. Jetzt sind wir schon unterwegs. Warum geht die Tür nicht auf? Kruzifix noch eins. Wo krieg ich mich da nur von oben ein, oder was? Himmelsackel Zement nochmal. Die Karte ist mit Absicht so gestaltet. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss. Oder? So! Wie wäre es mit einem netten Rückkampf, sobald Sie uns hier rauslassen? Was sagst du? Mit dir? Vergiss es. Geh doch mit Karl üben. Der wird dir den Hintern versohlen. Der Ich Karl! war schon auf Beerdigungen, die lustiger waren. Da ins Bier her schreiben. So! Albich, wo? Oh, ist er jetzt auch abgenippelt, oder was? Bist du genippelt? Na, wer ist denn hier? Der Mönch, ja, der Jaroslav, bei dem waren wir auch schon. So, jetzt, los geht's. Oh, da wird der Popo gehauen. Ich merk's. Ja. Erzähl mir mehr über Joachim. Der Aufseher ist tot. Es gibt noch einen Kranken. Das war nicht der einzige. Während du weg warst, wurden noch mehr Kranke hergemacht. Oh, Scheiße. Also, wo ist dein Kranker? Nur, der liegt da in seinem Er ist Kammer. jetzt beim Herrn. Ich kam zu spät. Herr, erbarme dich. Weißt du wenigstens, wer es war? Einer der Mönche. Er hieß Ernst. Das ist heute schon der zweite Tote. Hoffentlich war es auch der letzte. Wer ist denn hochgestorben? Der Beichtvater ist gestorben. Ah. Der alte Stefan. Tja, die Stefan schon wieder. Mach dir keine Vorwürfe, hättest du nicht mehr für ihn tun können, das hatte ich erwartet, er war alt. Ja, sag mal nett. Mach dir Aber keine der nette Vorwürfe. Heinrich, hallo? Fridolin! Du hast sicher alles Erdenkliche getan, um ihm zu helfen. Stimmt. Wir haben alles versucht, aber wir konnten nichts mehr für ihn tun. Wenigstens leidet er nun nicht mehr. Und was ist mit dir? Hast du etwas über die anderen Kranken in Erfahrung gebracht? Haben sie etwas gemeinsam? Ich habe herausgefunden, dass Ernst, Jaroslav und Blazena sich regelmäßig getroffen haben. Es gibt eine geheime Schreibwerkstatt im Keller. Eine geheime? Aber warum das denn? Und was zum Henker hat sie da zu suchen gehabt? Haben wir mir nicht gewisse Leute versprochen, dass wir es nicht erzählen, dass der Unterscheiß Keller ist? Fridolin, merci dir. Man schaut da und der fliegt wie ein Rohrspatz. Gefreut mich auf den schlechten Witz. Schauen wir mal, ob wir noch welche hören, weil alle verrecken. Ich erzähle alles, ich erzähle nur das Wichtigste. Wir haben doch dem Mönch da unten versprochen, dass wir nicht sagen, was die da tun. War gut. Eigentlich finde ich das sogar gut, was da unten machen. Das ist eine lange Geschichte, aber ich weiß, dass sie sich dort unten getroffen haben. Die 3 aus der Krankenstube und der Aufseher, den ich tot aufgefunden habe. Nun gut, ich glaube dir. Das erklärt, wie die 3 sich angesteckt haben. Glaubst du, dass es im Keller passiert ist? Hast du die Feuchtigkeit? Schimmel bemerkt? Ein seltsamer Geruch oder schlechte Luft? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es war feucht, aber sonst war die Luft sauber. Dann muss irgendjemand die Krankheit zu ihm getragen haben. Aber wenn wir doch so einen absichtlichen wer? Pest Wahrscheinlich Ernst. Pisser haben. Wenn er zuerst starb, wäre das eine logische Erklärung. Der Vielleicht war hat die aber Krankheit ihn 100. nur schneller dahingerafft bei seinem Alter. So wie den Beichtvater. Das ist auch möglich. Und? Was machen wir jetzt? Wir gehen zum Abt. Du, Zacharias und ich. Es wird immer schlimmer.
Und zu viele Leute werden krank. Zum Abt? Jetzt gleich? Denkst du, das Problem wird durch Warten gelöst? Wie hat man Ihr erst seid alle da. Das kann kein gutes Zeichen sein. Er ist da, ja. Folgendes. Immer mehr Leute werden krank und die Krankenstube füllt sich. Wir versuchen, alle zu versorgen. Aber bald gibt es keine Betten mehr und sie müssen auf dem Boden liegen. Wie viele sind gestorben? Der alte Beichtvater, Bruder Stefan. Und Bruder Ernst auch. Ernst? Er starb in seiner Zelle. Niemand hat gemerkt, dass er krank war. Dann hat es also begonnen. Ernst wurde nicht behandelt. Selbst eine leichte Krankheit kann ohne Hilfe tödlich sein. Und Stefans Alter hat sicherlich dazu beigetragen. Als der schwarze Tod das letzte Mal in die Stadt kam, begann es ebenfalls langsam. Die ersten Opfer waren die Alten, die Kranken und die keiner... Also ich schaue immer wieder mal zum Chat und frage, passt eigentlich irgendjemand auf das Spiel auf? Sag. Der Ernst, er war nicht wichtig. Battle Brudi Stream. Der wird das noch wahr. Schlechte Luft, die wortwörtliche Malaria. Ab, das ist das neue Tür. Ich habe jetzt nicht Betten verstanden, sondern Deppen. Ciao, merci für deinen Fünfer. Satz mit Legasthenie, die alte ist so schier auf die Legasthenie. Frankie, merci für deinen Zwickel. Wenn der Wulfric rotiert, ist er dann ein Fleischwulf. Was machen wir hier denn? Hä? Dr. Birger ermittelt. Wie wär's mal mit einem Flachwitz-Stream à la Wulfric? Das... Da muss man wenigstens keine Spiele für teuer Geld kaufen, das stimmt nicht. Der Bummer, immer noch großen Dank an den Bummer, ich hoffe, der schaut zu. Der hat mir auch auf Steam nicht mehr zugeschrieben, ich habe mich wirklich bedankt, der hat mir den DLC übrigens geschenkt. Mist. Und dann Pass konnten auf wir da! die Toten nicht mehr schnell genug Wenn ich begraben. Fragen habe, um was das geht, weil ich nicht aufpasst, bin Fragen dann! Jetzt bestraft der Herr uns dafür. Wir haben auch gute Nachrichten. Mit Heinrichs Hilfe wissen wir hoffentlich bald, wo die Krankheit herkommt. Was ist ein wenig komisch ist? Warum werden wir da mir umeinander geschickt? Wir haben einen Ritter. Ja, im Prinzip. Wir haben dumm wie Braut. Wieso muss ich da in dem Kloster haben? Dann kennen die das selber nicht. Kennen die das selber nicht im Kloster nachschauen, sagen, du, der ist gestorben. Das muss ich machen. Das fühlt sich ein wenig... Das fühlt sich ein wenig... nach Plot Armor an. Ich weiß nicht, wie es anders sagen soll. Stadi! Abt steht für Abteilungsleitung der Kinderbetreuung. Jetzt halt Zeit, Fotzen! Kruzifix! Schwer, das Skriptorium verbergen. Das versuchen wir. Bitte gelingt's. Ich mag nicht, dass die Leute gestraft und ausgeworfen werden. Wir wissen, dass Bruder Jaroslav und die Magd sich mit Ernst trafen. Also haben die sich angesteckt. Die haben sich getroffen? Sogar die Magd? Wieso das denn? Ich meinte nicht, dass sie alle zusammen waren. Nur, dass sowohl Jaroslav als auch Blaženna Ernst getroffen haben. Warum sollte eine Magd Ernst treffen? Das ergibt doch keinen Sinn. Hat Ernst nie das Klostergelände verlassen? Das hat er schon, sogar recht oft. Er gehört zu den wenigen, die für die Arbeit unterwegs sein durften. Dann müssen sie einander zufällig begegnet sein. Irgendwo draußen. Na gut. Schon das Atmen Sauber derselben über den schlechten Tisch zu. Luft wie ein Kranker stellt eine Gefahr dar. Da ich Ernst schon tot aufgefunden habe, glauben wir, dass er die anderen mit der Krankheit angesteckt hat. Wenn er als erster gestorben ist, hat er sich bestimmt auch als erster angesteckt, oder? Aber wo hat er die Krankheit her? Ich weiß es noch nicht, Pater. Aber ich habe meine Vermutungen. Welche Vermutungen? Ich habe Pläne bei ihm gefunden. Was war seine Aufgabe? Wir fragen uns jetzt mal, was seine Aufgabe war. Was war denn seine Aufgabe im Kloster? Ernst war für alle Bauarbeiten und Reparaturen im Kloster verantwortlich. Und woran hat er in letzter Zeit gearbeitet? Er hat die Reparaturen in der Kirche beaufsichtigt. Über der Krypta ist vor kurzem ein Boden eingestürzt. Er hat Arbeitern ihre Aufgaben zugewiesen und sie beaufsichtigt. Welche Krypta meinst du? Darin sind... Könnt ihr jetzt bitte aufhören, im Chat übrigens eine Scheiße zu schreiben? Ich flipp aus. Er nahm seine Aufgabe sehr ernst. Halt sei mal, was soll ich mit da? Ich mach jetzt noch einen Chat auf raus. Für mich. Und spreche einfach und tu so, als wäre keiner da. ein paar wichtige Adlige Ihr Trottel! begraben. Aber vor allem ist es das Grab meiner Vorgänger. Möge Gott sie selig haben. Vielleicht ist das die Quelle der faulen Luft. Der schaut nicht aus wie ein Ritter. Der schaut aus wie ein Jongleur.
Halt jetzt einmal! Im Ernst jetzt! Die Krankheit könnte aus der offenen Krypta stammen. Wir sollten dort nicht hineingehen. Ich sollte die Krypta untersuchen. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Ich sollte mir alles in der Kirche ganz genau ansehen. Vor allem die Krypta. Das ist keine gute Idee. Wenn die Krankheit wirklich aus der Krypta kommt, sollten wir dort nicht hineingehen. Ich verstehe deine Bedenken, Zacharias. Aber Heinrich hat recht. Derzeit ist das nur eine Vermutung, die wir überprüfen müssen. Genug. Was ist das für ein Unsinn? Niemand wird diese Krypta betreten. Die Krankheit verbreitet sich, die Krankenstube ist voll und wir haben schon 2 Tote. Pater, ich verstehe deine Angst, aber Angst? Ich habe keine Angst. Ich bin für das gesamte Kloster verantwortlich, für jede lebende Seele darin. Und Gott hat mir die Pflicht aufgetragen, sie so gut wie möglich vor der Pest zu bewahren. warte, Pater. Gib uns noch einen Tag, höchstens 2. Ich werde herausfinden, wo die Krankheit herkommt. Du bekommst keine Stunde mehr. Das Kloster wird abgeriegelt. Keiner geht raus, keiner kommt rein. Alle Mönche werden in ihre Zellen zurückkehren. Was ist mit uns? Aber spielen wir wieder Willst du uns Mittelalter auch gegen Corona oder unseren was ist da Willen los? hier behalten? Ich will es nicht, aber ich muss. Und gleichzeitig bitte ich demütigst um eure Hilfe. Glaubt mir, ihr werdet zur rechten Zeit dafür entlohnt. Ihr seid mit einer Bitte hergekommen. Helft mir und ich werde sie euch erfüllen. Das ist auch besser so, Albig. Selbst wenn sich herausstellt, dass es nicht die Pest ist, ist es dennoch eine tödliche Krankheit. Und die Stadt ist unmittelbar am Kloster. Wenn die Krankheit sich in Kuttenberg ausbreitet, wäre das eine Katastrophe. Ich weiß. Aber so sei es. Es tut mir leid, Heinrich. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Cutscene. Hat doch Tina Turner schon gesungen. It's simply the pest. Echt ohne Scheiße. Ja. Chat-Aktivität regelt. Ihr macht's das schon. Friederin, du konzentrier dich aufs Spiel, sonst weiß ich nicht, um was es geht. Ja, dann... Legen wir mal eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag, so. Sind gerade 2 Leute gestorben, wir machen Witze. Tibi Domine fratrem nostrum, humiliter commendamus, ut quem in hac vita mortali, Das geht ja die Hackvita. immenso semper est prosecutus amore. Nunc amavis omnibus liberat, Omnibus. in requiem in gredi iubia sempiterna. Tuam ergo clementiam deprecamur, ut quia prima jam transierunt, illum in paradisum tuum benigne perducas, ubi neque luctus, Wer ist das? neque clamor, neque dolor erit ultra. Sed pax et gaudium, cum filio tuo et spiritus sancto in saecula saeculorum. Amen. Der spricht einen ganz fiesen Dialekt. Aber er hat irgendwas verzeiht wie... Der Bus ist heute Nachmittag nicht gekommen und jetzt müssen wir uns alle in der 10 verstecken. Paradiso, Paradiso, Amen. Weißt du, bilde einen Satz mit Lenin. Ist Opa voll bis zum Rand, Lenin an die Wand. Jetzt holt's Eier am Maul. Gut, fix. Gute Spei. Ja, hat schon. Ratzen sieht man schon verdächtigt oft. Cutscene, aber das ist super gut gemacht, kannst du sagen, was du möchtest. Das Essen und die Letten nochmal anstehen lassen, dann kann ich dir sagen, da darf ich auch gegangen werden. Keiner wirft, keiner isst.
alle schmeißen, keiner fängt. Boah, grandios. Die hat der Teufel ausblasen. Da rutscht die Rolle Kniescheiben. Es müsste doch schon allein gar sein, wenn die da so daneben stehen. Mit alle eigentlich. Was nun? Ja, was nun? Die ganze Lage gerät außer Klopapierbunkern hat Wie geholfen, soll ich eine umgekehrt. Krankheit behandeln, über die ich so gut wie nichts weiß? Das wird nicht gut ausgehen. Und was willst du sonst tun? Der Abt hat uns verboten, die Krankenstube zu verlassen. Nicht nur das. Er hat die Tore des Klosters schließen lassen. Niemand darf rein. Oder raus. Ludolfs Männer patrouillieren sogar auf dem Gelände. Wir sind hier buchstäblich gefangen. Aber wir müssen etwas tun. Fast alle Betten sind belegt. Und auf dem Boden ist auch nicht unendlich viel Platz. Stinkt nach Schleichquest. Heinrich, ich weiß, es obliegt mir nicht, dich das zu fragen. Fridolin! Bilden Sie einen Satz mit resignieren. Beim Blosen müssen die resignieren. Jetzt kommen wirklich die ganz Alten. Worum geht es? Ich helfe doch gerne. Ich ahne, was jetzt kommt. Ja, ich ahne, was jetzt kommt. Schleich die irgendwo hin. Jetzt freust du dich plötzlich über deine Begleitung zum Kloster, hm? Dafür, dass du dank Albich hier bist, hast du ganz schön Nerven. Findest du nicht auch? Zugegeben, ich habe all das auch nicht erwartet. Aber Zacharias hat recht. Reden hilft uns jetzt nicht weiter. Es tut mir leid. Was kann ich tun? Sieh dich in die Kirchenkrypta um. Wenn es da unten ein Pestgrab gibt, das durch den Einsturz freigelegt wurde, dann sind wir uns wenigstens sicher. Aber dort hätte doch keiner Pestopfer begraben. Dort liegen die Äbte zu Grabe. Und die Es kennen geht kein mir nicht Pestgänger, darum, was? das zu belegen. Im Gegenteil. Ich möchte es ausschließen. Ich bin nach wie vor nicht der Ansicht, dass es sich hier um die Pest handelt. Ich bleibe hier und kümmere mich um die Kranken. Lass mich dir helfen, mein Freund. Danke. Wie aufmerksam. Hier gibt es genug Arbeit für uns beide. Heinrich, rede doch mal mit den Arbeitern, die den eingebrochenen Boden reparieren. Idealerweise haben sie schon etwas bemerkt. Schlimmstenfalls zeigen sie bereits Symptome der Krankheit. Und wie soll ich da hinkommen? Ich darf doch nicht mal hier raus. Die Ritter halten überall Wache. Wenn sie ihn irgendwo erwischen, wo er nichts zu suchen hat, werden sie ihn hochkant hinauswerfen. Und der Abt wird rausfinden, dass wir trotz seines ausdrücklichen Verbotes die Ursache des Ausbruchs untersuchen. Aber es geht hier um Menschenleben. Heinrich, ich glaube, du schaffst das. Aber sei trotzdem vorsichtig. Ich tue, was ich kann. Kümmere du dich nur um die Kranken. Warte kurz. In Italien Wieder tragen gespimmt. Ärzte so etwas wie eine Kapuze mit Maske. Diese schützt sie vor schlechter Luft und vielleicht sogar vor der Pest. Stimmt. Das habe ich in Padua auch gehört. Hört sich praktisch an. Aber wo bekomme ich in der Gegend so etwas? Mit etwas Geschick kannst du die Kugel selbst herstellen. Dazu brauchst du nur ein Stück Leder. An den Kragen musst du duftende Kräuter wie Minze oder Salbei hängen. Da kann ich mich auch gleich einparfümieren. Witzbold. Aber ja, je weniger schlechte Luft du einatmest, desto besser. Du kannst sie an der Werkbank in der Alchemiewerkstatt anfertigen. Schön. Dann mache ich mich mal auf. Viel Erfolg. Möge Gott mit dir sein. Und mit dir. Besorge Minze, ein Seil und Leder. Besorge Salbei, besorge das Rezept für Aromaöl. Wo soll denn das jetzt herkriegen? Jetzt einen Moment einmal. Jetzt müssen wir uns erst einmal wappnen. Jetzt pass auf, Acht. Auffälligkeit ganz schlecht. Wo ist denn mein Schleichergewand? Hab ich nichts Besseres dabei zum Schleicher, oder was? Puh. Hätten wir mal mehr Gewand mitgenommen. Was ist denn da so auffällig? 77. Das ist Rüstung. Oberkörper. 61. Wow, wir haben kein Gewand dabei. Tja, Bürger, das ist der Ernst des Lebens. Erstmal eine Maske basteln. Jetzt werden wir uns eine Maske basteln, ja, aber wir müssen ja schleichen.
Das ist unser größtes Problem. Was ist das da? Hinweisgeber-Quest. Wer? Er da, oder was? Verzeihung. Kann ich dir mit etwas helfen? Wegen der Pestmaske. Ich habe noch ein paar Fragen hinsichtlich der Pestmaske. Was möchtest du wissen? Wo soll ich das Material suchen? Was wird es mir nützen? Was mache ich, wenn ich alles habe? Ja, genau. Weißt du, wo ich die nötigen Materialien finde? Seil und Leder findest du fast überall. Ich meine, auf der Baustelle solltest du fündig werden. Kräuter kannst du in Joachims Garten pflücken. Und wo finde ich das Rezept für das Duftöl? In der Klosterbibliothek stehen große Büchersammlungen. Würde mich wundern, solltest du dort keines finden. Das wäre alles. Danke. Wo drücke ich mir auf 10? Ja. Und jetzt darf ich da nirgendwo rausgehen, oder was? Also, jetzt pass mir auf, wo müssen wir hin? Besorge das Rezept für, das ist in der Bibliothek, ja. Da haben wir durchsuche die Krypta, da hinten haben wir sprich mit den Arbeitern von der Kirche, aber ich darf da nirgendwo sein. Das werden wir jetzt wohl oder übel einfach mal ausprobieren müssen. Speichern können wir nicht, weil wir auch keinen Schnaps nicht haben. Das ist ein bisschen bitter. Wenn ich da jetzt gefangen werde und irgendwie 100.000 Dialoge nochmal von vorne machen muss, dann kriege ich für einen Vogel. Schau, wir haben wir Sneaky Picky. Schauen wir mal, was haben wir denn da drin? Das steht die Leertoten. Jetzt passen wir Obacht. Können wir uns irgendeinen Hut aufsitzen oder was weiß ich? Chaperon macht alles nur schlechter. Macht der Kragen was besser oder schlechter? Dann gehen wir weg da, den scheiß polsterten Kragen. Die Diener-Google. Diener-Google ist ein richtiger Scheißdreck. Unsere gestungene rote Hosen. Die ist besser. Sporen natürlich nicht. Was tut die Brühen? Die tut auch nicht recht viel. Scheiß Gürtel, der haben wir auch weg. Handschuhe. Wie schaut es bei den Handschuhen aus? Macht eigentlich auch nur alles schlechter. Sichtbarkeit wird besser und ansonsten Fackel. Ich glaube nicht, dass der Beutel tut der Beutel irgendwas. Sonstiges, alle. Also zum Schleicher sind wir nicht ausgerüstet. Das sagte ich, Knockout, kein Gewand, keine Flöhe, keine Pest. Na, ich weiß ja nicht. Warum schleichst du hier so herum? Lest du dein Bierchen, weil sonst gibt wieder sicher nicht schön, dass du 14 Tage lang nicht mehr weißt, wo heute davon ist. Kasperl, kannst du zu ihm zurücklegen? So, schauen wir mal. Was ist hier los? Oh, es rennt das gut für uns. Jetzt schauen wir mal, was ist das Erste, wo wir hinkennen? Gehen wir mal da oben rauf und sprich mit den Arbeitern vor der Kirche. Das tun wir mal. Müssen wir sneaky sein, sneaky. Muss mich vor den Rittern hüten, die hier Wache stehen. Ah ja, das war wieder mal zu einfach gewesen. Mit dem Außenrundum. Schauen wir mal. Du bist in einem privaten Bereich. Schleichi. Ja super, wie soll ich denn da vorbeikommen? Möchtest du mich komplett trollen, oder was? Oh shit. Okay, die gingen wieder. Oh, hat der was gehört jetzt, weil ich gesprungen bin? Fuck. Können wir den ausnocken? Ich traue mich halt auch nicht hinten rundum vorbeischleichen, weil er uns wahrscheinlich sofort hört. Das wird jetzt so eine Movement-Studieren-Sache. Das Gefühl habe ich auch, ja. Ich bin ja so super gut in Schleichspielen. Grandios gut, um nicht zu sagen. Schauen wir mal, was da los ist. Da steht einer. Die stehen halt auch an jeder Tür. Muss ich mich durchs Kloster schleichen vielleicht. Hä?
Gehen wir da auf der anderen Seite überhaupt irgendwo außer? Wir gehen da nirgends außer. Gehen wir da außer und da durch die Kirche und da in den Garten, da Klosterfriedhof. Also Hinweisgeber für die Quest und dann da oben vielleicht. Dann haben wir einen Waldgarten. Müssen wir auch Kräuter sammeln. Da kommen wir auf der anderen Seite nicht raus. Gehen wir mal da in die Kirche rein. Schlossknacken schwer. Gut, dass wir gute Schlossknacker sind. Hoffe ich. Meine Maus ist übrigens kaputt. Klickt da wie doppelt. Entrüllt, Kinder. Upsi, fix, da kommen wir nicht durch. Da umeinander. Da kommen wir durch. Schlafi! Oh, da klauen wir das Kreuz. Goldenes Kruzifix. Das ist 1500 wert. Nee, lass mal stehen. Bringt schlechtes Karma. So, was ist da los? Da drin merkt irgendjemand. Hat gar nicht gesehen. Gehen wir da. Kann man Steine, kann man keine Steine mehr werfen? Wie ist denn das gleich wieder gegangen? Geh. Iron Sky, dankeschön. Ja, ich hab die ganze Zeit schon überlegt, man hat doch irgendwie leider blinken können. Schlosskartenschmier, wo geht's denn da hin? Da geht's am Friedhof. Ja, brechen wir es mal auf, gibt Skillpunkte. Gibt Skillpunkte. Hallo. Warum nicht einfach mal waschen? So, den kann ich gemerkt. Was hat das irgendjemand? Die Hälfte hat es nicht gemerkt. Gib wieder Brief und Siegel. Sonst pass auf, sitzt da einer? Nein. Wir huschen von Busch zu Busch. Gelbirüben brauche ich nicht, Salbei brauche ich jetzt gegessen. Schauen wir mal. Was haben wir da? Distel? Nein. Was brauchen wir? Vorbeugung, Seil, Leder. Minze und Salbei. Was weiß ich nie, wie Minze ausschaut, Alter. Was ist das? Gib Blumen. Überhaupt Blumen? Ist es überhaupt der Waldgarten oder wo bin ich? Was ist doch der Garten? Oder? Nein, da ist der Waldgarten. Trockengestell, Alchemietisch, Kräuterkundler Joachim. Dann ist das sein Waldgarten da unten. Ja, den kriegen wir schon. Schauen wir mal, was wir da haben. Disteln. Oh, schon lange keiner mehr Unkraut gezupft, habe ich das gleich. Da kann ich eigentlich kein Stück Kohl klauen. Hätte ich gern geklaut. Distel, alles Distel. Ist doch. Kaka! So. Hier, Salbei. Okay. Besorge Salbei. Was ist das da? Weiß ich nicht. Gute Wermut, den nehmen wir den ganzen Garten aus. Den ganzen Garten mit einer Ringelblume, freilich. Du, her ist den Bums. Her mit dem Schund. Wermut, mehr Wermut. 17 Mal Ringelblume habe ich aufgeklappt. Der Joachim mit dem Johanneskraut. Können wir das Gickerl fuhren. Den Klump da, hier ist Mohn. Das kennen sogar ich. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. So, hier Murmel, nimm alles mit. Ich weiß, was wir uns brauchen. Und wo ist jetzt da Minze? Minze! Augentrost! Augentrost! Kein Name. Ist das da hinten? Ist Minze blau? Ich weiß es nicht. Da gibt's kein Joachim, da gibt's kein Minz. Ist das ein Minz? Nein, das ist eine Einbeere. Wo ist denn 3 Beere? Ich brauche aber 3 Beere. Ja gut, die Baldrian, das gehört. Das ist nicht zum Schlafen oder so. Was haben wir da? Nix. Minze! Haben wir noch mehr Minze? Kamille! 46 Mal Minze. Gut, die Zollkirsche, ja, da können wir sauber umeinander. Da können wir umeinander mischeln, das Zeugs gibt's das. So, aber schauen wir aus. Seil und Leder. Das ist eine Nebenquest. Wo kriegen wir jetzt ein geschissenes Seil und ein geschissenes Leder her? Wo kann denn das sein? Besorge das Rezept für Aromaöl.
Durchsuche die Krypta, aber erst mit Maske. Sprich mit den Arbeitern vor der Kirche. Ja gut. Dann müssen wir ein paar Kisten durchsuchen, oder wo liegt ein Leder so rum? Liegt das einfach so rum? Leder und Seil. Joachim, hast du mal ein Seil für mich? Was ist das da? Nö, machst du mal eine Fackel an? Ja, im Alchemiehaus da werden wir dann das Aromaöl brauen müssen. Wenn wir einfach ohne Masken da begingen, was ist dann? Auf dem Tier, ja, ist richtig. Aber auf dem Gickel werde ich kein Leder kriegen. Was ist denn das eigentlich für ein geiler Misthaufen da? Hier, scheiß aus, komm. Jetzt hab ich kurz gemeint, da ist jemand drin, da ist ein Bladel. Schön, dass Tollkirschen mitten unter die Heilpflanzen wächst. Was kann da schon passieren? Ich hab keine Ahnung, giftig. Wahrscheinlich schon. Ich meine, vielleicht hat er drinnen so ein. Schau dir mal nach jetzt da. Oh. Oh Gott, ich brauche eine neue Maus, Alter. Ich trage mir die Kamille, Löwenzahn und was weiß ich. Du kannst mir mal lecker mit deinem Klimp. So ein Brei! Stück Leder, da in unserem Bundling. Was ist mit dem? Das ist eine Wildsau. Die darf ich nehmen. Haben wir da? Setzen 6. Na ja, gut. Müssen wir weiter suchen. Da gehen wir aber jetzt hinter mich. Okay. Das wollte ich jetzt einfach. Planchi. Ist da irgendein Besen? Nein, das ist kein Besen. Da ist kein Besen. Aber wir haben uns einmal den Weg in diesen Bunker hinein erschlichen. Vielleicht können wir auch da noch weiter. 4, schauen wir mal. Schauen wir mal. Öffnen. Oh. Bei niemand dann das! Hä? Wir wasen! Haben wir da sonst nichts oder was? Ich weiß nicht, was wir da herin deren, aber ich glaube, ich habe einen Schleichweg gefunden. Was ist da los? Was ist los? Gehen wir mal weiter. Ich glaube, dass ich gerade in der Kacke umeinander spaziere. Bin mir nicht... Echt jetzt? War da gerade ein Popo? Den habt ihr schon auch gesehen, oder? Hat jetzt der da gerade frisch rübergeschissen? Ja, gut, hilft ja nicht. So, da. Stinky! Ist da nicht irgendwo ein Bottich? Bitte gib mir einen Bottich, ich stink noch scheiße. Da ist doch ein Seil. Überall hängen Seile umeinander und ich hab keins. Wie, da kommt jetzt irgendwo eine Wache um sich, dann krieg ich einen Vogel. Hier Bottichten, ah, der ist wieder leer. Ah, das ist gut. Waschen ist wichtig. Sauber runtergewürstelt. Das ist fix. Du hast dich so gut gewaschen, wie es irgendwie geht. Seil und Leder. Nutze ich fix so viel Werkzeug. Scheiße. Oh, was erblicken meine Augen da. Was ist da los? Was ist da los? Hallo! Gott schütze dich. Der gute heute an Bord. Was haben wir da? Da müssen wir nicht hin. Was ist das da? Das Mehllager. Ein riesen drin Baustelle. Was haben wir da? Versteckter Schnaps! Ich weiß nicht, was wir mit dem sollen. So klar ist das Gebiet gar nicht. Also, das hab ich von letzten Mittwoch gelernt in Erinnerung. Da schaut es so klar aus, aber ist gar nicht. Da müssen wir nicht um. Das glaube ich hilft uns an nichts. Kann ich von da herum irgendwo ein Seil oder ein Leder erspähen? Wir müssen mal irgendeine Kisten finden wahrscheinlich. Haben wir mir nicht irgendwas habe ich im Kopf, dass ich letzte Woche mal eine Kiste aufgemacht habe und da war Leder drin. Ich habe aber keine Ahnung mehr wo. Eine mittelmäßige Aufbewahrungsstätte ist auch ein Mehlager. Ein Mehlager, ja, okay.
Einfach nicht mehr einen Chat lesen, einfach spielen. Schnauze halten und spielen. So, da kommen wir nicht vorbei, aber wir merken uns einmal das Gacki-Wegerl. Ah, da wieder, da tu mich auch nicht, bitte nicht ankoten, danke. So, schnell wieder raus. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Links. Und wo haben wir da? Besorge das Rezept für Aromaöl. Da müsste dann somit auch die Bibliothek sein. Kriegen wir schon. Schauen wir mal. Oh, shit. Seltsam. Spinne ich etwa? War anscheinend doch nichts. Falle war was da. Der geht nicht weiter, der Drecksack, okay. Also bitte aufhören. Oh. Ich mag jetzt da auch keinen Ritter nicht ausnocken. Gehen wir die bewusstlos? Ja, dann weiß er auch, was passiert ist. Das ist nichts. Muss der Wind gewesen sein. Lorna hat man sich nicht kennengelernt. Bitte nicht da drin. Heimlichkeit 21. Andere Seiten, hab's doch gewusst. Check überhaupt nichts auf der Karten. Bitte los jetzt da keine Ritter herin, sonst kriege ich ein Vögelchen. So, da machen wir jetzt zu. Jetzt mal schauen, ob die Luft... Oh, die Luft ist nicht ganz rein, aber die kriegen wir schon. So, Rezept. Oh, so Weinpressen schon. Jetzt müssen wir erstmal Folgendes machen. Spieler. Agilität haben wir einen Skillpunkt gekriegt schon, ja. Fliegen... Nein, ich möchte es erstmal lesen. Fallschaden wird um 30% gesenkt. Kämpfst du mit einer Einhandwaffe ohne Schild, kosten Kampfaktionen 20% weniger Ausdauer. Das Blocken auch. Nach 10 Sekunden schnellem Spurten erhältst du für kurze Zeit einen großen Bonus auf Ausdauerregeneration. Wenn du dann noch langsamer bist, erlangst du deine Kraft schnell wieder und kannst weiterrennen. Hat noch nie geschaut. Fertigkeiten. Wissenschaft. Solange du dich nicht bewegst, sinken deine Energie und deine Sattheit langsamer. Verbände sind nun 25% effektiver. Ich brauche keine Verbände, mich trifft keiner. Du kannst an Schreinen, Kreuzen und ähnlichen Orten beten. Wenn du dies tust, erhältst du einen Bonus, der dich im Kampf vor tödlichen Wunden schützt. Recht. Wenn ein Machmann dich für deine Verbrechen verhaften will, kannst du eine Fertigkeitsprobe in Wissenschaft ablegen, um das Gesetz zu deinem Vorteil auszulegen. Das können wir doch mal ganz spontan brauchen. Haben wir sonst irgendwo? Haben wir auf Buffs, Ruf, Statistik, Gefährten. Aber ich hab doch gerade Heimlichkeit. Jetzt warte mal. Babidi, Bubidi, wo ist denn Heimlichkeit? Bin ich blind? Werte, Agilität, Fertigkeiten, Heimlichkeit. Ja, dann kriegt man nur alle 2 Punkte. Haben wir da noch was zum... Oh, da hätten wir schon noch da wie ein Schatten. Nee. Da brauchen wir noch mehr einen Punkt. Das hilft nicht. Mit meinen Skills ins Viech. So, lesen. Ne, das war's nicht. Aber lesen wir schon gelesen. Lesen. Ausleihverzeichnis. Der Mägdekrieg? Ich weiß nicht, was ich mit dem Schund da soll. Ist es stehlen oder nehmen? Das einmal. Man kann keine Fake nur Bücher lesen. Was öffnet ich denn da? Da ist nichts zum Öffnen. Lehren von Bruder Franziskus. Kann man das... Was öffnet die denn da? Das Bücherregal selber wahrscheinlich, hä? Prag, Reisebericht, tschechischer Feldzug. Die ganzen scheiß Bücher brauche ich nicht, was sind mit dem kommen?
Was soll ich mit dem Schund? Was soll ich damit machen? Ist irgendwo eine Beschriftung, wo da was ist? Kann ich einfach den Mönch fragen? Ist das dasselbe? Ja. Ist das von hinten auch dasselbe? Ja. That's what she said. Akonatiker, Katze und Dichter, Psalmi über die Kurfürsten. Ich scheiß auf deine Kurfürsten, ich brauche Rezepte, Alter. Heiligen Wenzel, irgendwas mit Kümmernis. So, was ist. Er ist ja kein Ritter, nicht, der tut uns ja nichts. Hoffe ich. Da schaut's doch noch echt, ne? Das schaut nach Malerei-Scheiß aus. Büchereiausweis dabei. Beim Programm, ich brauche keinen Büchereiausweis. Du hast folgende Spezialisierung verwendet: gesunde Ernährung. Ja? Bitte, geh weg. Hast du die Befehle des Abtes nicht gehört? Ich wiederhole mich nur ungern, aber du hast hier nichts zu suchen. Ich wiederhole mich nur ungern, aber ich knock dich gleich aus, du behinderter Glatzkopf, der Vollidiot. Ich brauche ein Rezept. Oh, wer stinkt hier so? Warum kann man denen nichts klauen? Was ist das für ein Gestank? Wo kommt der her? Seltsam. Oder jetzt? Das ist jetzt wieder hier, oder? Sprich mit ihm. Das probieren wir jetzt mal, ja. Ey, das ist wahrscheinlich eine gute Idee, ja. Entschuldige bitte die Störung, Bruder Bibliothekar. Schauen Sie. Eine Entschuldigung schützt uns nicht vor dieser schrecklichen Krankheit. Aber die Anweisungen des Abtes vielleicht schon. Hast du davon nicht gehört? Ich bin hier, damit ich weiterarbeiten und dennoch wie angewiesen allein sein kann. Also lass mich in dieser sicheren Ruhe allein und geh weg. Ich verstehe, aber ich bin wegen einer dringlichen Sache hier. Und ich bitte dich dringlich, mich in Ruhe zu lassen. Ich will mich nicht anstecken und so früh schon vor den Herrn treten müssen. Ich bin Albichs Assistent, lass dich nicht von Angst beherrschen. Ich habe Vorkehrungen getroffen, ich werde dir helfen, dich vor der Krankheit zu schützen. Ja, wieso müssen wir da irgendwas Schweiß nehmen? Ich werde dir helfen, dich einigermaßen vor der Krankheit zu schützen. Hörst du mir dann zu? Du weißt, wie man sich schützt? Verrate es mir. Um die Krankheit zu bekämpfen, muss die Luft gereinigt werden. Dafür sollten Kräuter reichen. Das Säubern der Luft sollte sicherlich helfen. Aber du riechst nach Fäulnis und Fäkalien? Entschuldige, das ist nur ein Missverständnis. Aber diese Kräuter helfen Wir haben wirklich gegen hochgeschissen die worden. Krankheit. Und um welche Kräuter geht es? Minze und Salbei. Am besten trägst du die Kräuter in einem Säckchen um den Hals. Ich habe sie dabei. Und ich werde dasselbe tun. Und ich teile gerne mit dir, Bruder. Ja, er kriegt halt mit ein Stück oder zwei. Auswählen, Lieferung besteht. Danke dir. Wirklich. Darf ich dich dann um einen Gefallen bitten? Ja, aber bitte fass dich kurz. Bruder Bibliothekar, ich brauche deine Hilfe. Was gibt es? Das klingt vielleicht seltsam, aber hast du ein Buch, in dem ich ein Rezept für ein Aromaöl finden kann? Meine Antwort klingt vielleicht noch seltsamer, aber ja. Das liegt auf dem Pult dort hinten. Einer meiner Brüder hat ein Rezept gesucht. Ein Öl für verhärtete Fersen von der Arbeit im Garten. Vielleicht hilft dir das auch. Oh, Es gibt sogar eine Dialogzeile in Ton, wenn du kimmst und stinkst wie Scheiße. Ich liebe dieses verdammte Spiel. So, jetzt schauen wir mal, wo müssen wir da überhaupt hin? Also ist das da wahrscheinlich, hä? Duftöle. Na, jetzt das da lesen oder was? Oh Gott, das Aromaöl machen, das war die Alchemie-Scheiß, der war voll schwierig, oder? So, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Müssen wir uns erstmal. Ah, deswegen sind da Löcher. Oh shit.
Okay. So. Wo müssen wir hin? Wir brauchen ja immer nur Leder und ein Seil. Schauen wir mal, ob uns das Journal was verzeiht. Ich brauche ein Seil. Vielleicht finde ich eins bei der Baustelle. Für die Maske brauche ich auch Leder. Ich könnte beim Stall fündig werden. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Wo ist der verdammte Stall? Ist das hier der Stall? Wo ist der Stall? Unten markiert. Hopfen. Hopfenfeld. Was haben wir da unten? Lager der Ordensritter. Mehllager. Das war der Schnaps. Was ist da der Stall? Das da vielleicht, hä? Ja, dann gehen wir den Weg einmal wieder zurück. Schauen wir mal, dass wir uns waschen. Gehen wir da aus drin dumm, gehen wir mal da her. Und dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir da einmal zu den Arbeiter kommen. Und Baustelle ist ja da drin. Das heißt, wir müssen mal eigentlich da außen und rechts. Gehen wir mal probieren. Gehen wir mal probieren. Oder steht da der Spacko vor der Haustür? Oh shit. Hallo, kannst du mal auf den Stor reagieren? Ich glaube, der raucht doch nicht oder der isst was. Wasch dich mal. Ja, ich gehe in den Ring raus, das muss klar sein. So, wir gehen jetzt den Weg da wieder. Sind wir da rein? So, wir gehen jetzt den Weg wieder zurück, da wissen wir, da waren keine Ritter. Keine Rittersleute. Und da waren wir, können wir noch einen Vollsprint hinlegen, dann haben wir sogar noch einen Skillpunkt eingeschissen. Ich bin der Wandersmann. Look at, oh, wo ist der Trog? Gib mir den Trog. Bitte einmal waschen. Ich stink wie ein Arschloch. Sprichwörtlich. So, die Buff weg. Wunderbar. Wer raucht die Kröte aus dem Garten? Ich glaube. So, jetzt wollen wir wissen, wie wir stornen. Wo geht's denn da hin? Und wo geht's da hin? Wo geht's da wo hin? Was ist denn das da hinten? Was ist das da hinten? Ich mag's anschauen. Hoffentlich gießt mich jemand, wenn ich nicht mehr da bin. Da gehen wir nicht, der ist nicht ganz dicht. Jetzt sind wir schon unterwegs. So, jetzt pass auf. Ratz! Ich hab's genau gesehen. Da her, ich box dich. Kann man das da als Stelle bezeichnen? Nicht wirklich. Kann man das da als Stelle bezeichnen? Irgendwie ja schon, aber irgendwie ja nicht. Ha! Halt, stopp! Verdammt nochmal. So. Jetzt schaut er in meine Richtung wahrscheinlich, weil ich wieder zwingweit geworfen habe, ich Trottel. Ja. Was steht mir da? Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Muss man mal kurz umschauen. Ist schon wieder zurückgekehrt. Wir lenken wir den jetzt ab. Nimmt er nicht. Ja, sag einmal, was hilft mir der? Was war das? Spinne ich etwa? Ja gut, Ist ja auch egal. ist ja auch egal. So. Er ist blind. Das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter, dass ich blind bin. Groschen. Immer mehr ein Opfer, Birnen nehmen wir auch noch mit. Oh, da wird geredet. Verdammt nochmal,
Spuckt schon auf. Alles wird auffällig. Was machen sie an? Wenn sie dir irgendwas soll, dann sagt es mir! Wir werden wie Idioten dastehen. Anstatt bezahlt zu werden, kriegen wir einen saftigen Arschtritt. Und wir können froh sein, wenn wir heil davonkommen. War das Storchmeißen nicht ein bisschen buggy? Weiß ich nicht mehr. Misa! Dere, 4 Jahre sind voll, ab in die Nachschaussquad. Misa, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Knädelwutzel jetzt für 21 Monate. Er ist blind, aber es war super, wenn es eingeschrieben ist, da ist er soll. So, jetzt ist die Frage, ob die mit mir labern, wenn ich hingehe. Du solltest besser weitergehen. Aber ich muss doch mit denen reden. Ich muss dich etwas fragen. Du solltest gar nicht hier sein, stimmt's? Hast du schon gehört? Es heißt, hier breite sich eine Pest aus. Ja, genau deshalb bin ich hier. Sag mir alles, was du weißt. Ist nur ein Mittel. Verrate mir alles, was du weißt. Sonst werden mögliche Krankheiten deine geringste Sorge sein. Niemand sagte, kein Grund gleich wütend zu werden. Ich wollte mich nicht Schön. bedrohen. Was möchtest du denn wissen? Aber es hat funktioniert. Ist dir etwas Seltsames vorgefallen? Ist dir in letzter Zeit was aufgefallen? Was Verdächtiges? Meinst du während der Arbeit? Wir schuften von Ach so, du morgens hast einen bis Ritter abends. gemacht. Da ist Jetzt. keine Okay. Zeit, Ja, mal Reden zu er machen. Gnilwutz. Schon klar, aber währenddessen schnappst du doch sicher einiges auf. Es wird viel getratscht. Da ist wohl was dran. Hier gibt es 2 Arbeiterlager. Da wären wir, die in der Oberfläche schuften, und die anderen, die hier unten in der Krypta beschäftigt sind. Zwischen uns findet nicht viel Austausch statt. Wieso nicht? Weil sie ein Haufen elender Mistkerle sind. Was daran liegen mag, dass sie schon länger als wir hier schuften. Sie machen selten vor uns Feierabend. Einige von ihnen nächtigen wahrscheinlich sogar dort unten. Warum gibt es hier 2 Lager? Wir sind für alles an der Oberfläche zuständig. Sie wiederum kümmern sich um den Einsturz in der Krypta. Unsere Lager kriegen sich kaum zu Gesicht. Wo finde ich die anderen Arbeiter? Sie haben ihre Zelte neben der Klostermauer aufgeschlagen. Wer hat bei euch das Sagen? Unser Vorarbeiter Ondra. Die Aufgaben sind bei uns allerdings klar verteilt, weshalb er uns nicht ständig im Nacken sitzen muss. Ich habe ihn hier noch nicht gesehen. Wo finde ich ihn? Keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, habe ich ihn auch schon länger nicht gesehen. Und kommt dir das nicht seltsam vor? Denkst du etwa, dass er auch krank ist? In der Krankenstube ist er jedenfalls nicht. Hoffentlich geht es ihm gut. Danke. Das wäre dann alles. Der Timmy fragt, habe ich Bier gegeben, wo findet man den Stream von der Plague Tale? Was für ein Teil, ersten oder zweiten, aber beide findest du in derselben Liste. Da gehst du zu mir in den Kanal hinein. Das sind nur Streams, die haben auf nicht gelistet, deswegen findest du es in der Suche nicht. Da gehst du mir in den Kanal, gehst auf Playlists und dann scrollst du einfach runter. Erinnerst du dich an die Zack? Und irgendwann findest du das beide. Bei allen Heiligen, du hörst nicht auf, damit was? Warum hat denn ihr da hinten Pass aufgeschrien? Das Laufen angefangen? Verstehe ich nicht. So, Lederhammer, aber ein Seil brauchen wir auch immer noch. Männer, gibt's bei euch da ein Seil? Da, das ist doch ein Stall, nein, das ist kein Stall. Dieser Stall, nein, da waren wir auch schon, da haben wir den anderen unten sein Geheimversteck gefunden. Aber ein Seil finden wir hier nicht. Ja, ich erinnere mich, aber wir finden Seilhammer, Lederhammer kommen. Jetzt pass auf, was brauchen wir noch? Besorge ein Seil. Wo kann, was habt ihr für eine Vermutung, wo kann denn da Stelle sein? Also für mich schaut da alles aus wie ein Stall. C, durchsuche die Habseligkeiten der Arbeiter. Das sind keine Stelle. Hier wieder ein toller Hinweis. Ich brauche ein Seil. Vielleicht finde ich eins bei der Baustelle. Und die Baustelle ist ja da drin. Oder nicht? Müssen wir aber mal reingehen. Gehen wir mal rein. Durchsuche die Habseligkeiten der Arbeiter. Da finden wir schon eins. Da finden wir schon eins. Kinder, da finden wir. Da war der böse Rittersmann. Ich verstecke mich dabei im Holzkammer, bis ich check, wo ich hin muss. So, wir müssen gegenüber in die Kirche. Kriegen wir das geschissen? I gonna try it. Ah, scheiße. Das hört halt eher, weißt schon. Ich probier's jetzt trotzdem. Oh. Hä?
wäre es mit Klopfen? Abschauen. Oh shit, der holt jetzt jemanden oder was? Kruzifix bloß, weil meine scheiß Maus nicht geht! Mir gehen. Scheiße. Ja, verpiss dich. Versteck mich da. Psst. Wir haben die Tür zugemacht, muss der Wind gewesen sein. Heimlichkeit und Punkt. Geil. Geil. Hier mit dem Schund. Hier mit dem Schund. Spieler, Fertigkeiten, Heimlichkeit. Jetzt schau her. Natürliche Tarnung. Je dreckiger du bist, desto schwerer fällt es Leuten, dich zu entdecken. Zett da Scheiße auch dazu. Weiß ich nicht. Trügerische. Wenn du keine sehr schwere Rüstung trägst, kannst du Angriffe antäuschen, deine Gegner verunsichern. Vor allem wie ein Schatten. Wenn du auf ein Verbrechen gesucht wirst, erhältst du einen Bonus plus 5 auf Heimlichkeit und plus 3 auf Agilität und Vitalität, damit du leichter entkommen kannst. Dieser Effekt hält 120 Sekunden an. Jawohl. Wenn du ein Ziel triffst, das sich nicht bemerkt hat, ja, wie ein Schatten ist gut. Wie ein Schatten, wir haben unsichtbar, wir haben 1. Wir haben wieder Drags. Ich bewege mich so langsam, dass du mich mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmen kannst. Du Vollidiot, wie lange stehst du da schon? 1 Stunde. So, was brauchen wir als Soll? Da gehen wir jetzt drauf. Ja, das ist sneaky. Der Bernie sagt, ab wann levelt man die Heimlichkeit, woran misst das Spiel das? Ich glaube, wenn du gesucht wirst und nicht gefunden wirst. In der Zeit, glaube ich, kriege ich im Hintergrund die ganze Zeit Skillpunkte ein paar. Also das ist ja im Prinzip, du hast ja, pass auf, wo haben wir Fertigkeiten, Heimlichkeit. Da wird der Balken da langsam voll. Da stehen dann natürlich, was heißt natürlich, ist das nicht. Da stehen dann keine Werte dabei, aber der Balken geht halt einfach langsam, aber sicher in T. Und ja, so glaube ich wird das technisch gelöst. Aber es funktioniert ganz gut. Ja, die ganzen Gerüste, die haben da nicht so gaudi. Da hat man sich schon was denkt dabei. Da haben wir mir schon was denkt dabei. So, was wollen wir da herin eigentlich? Da haben wir einmal durchsuche die Krypta, das wollen wir natürlich nicht, aber wir durchsuche die Habseligkeiten der Arbeiter, das ist da hinten, wir müssen zu C. Ist das ein Seil? Es wird das Seil, aber ich kann die Seile... das ist wieder Gockeheimer. Gockeheimer! Herr Luxor, wir haben Sie vermisst. Außerdem heißt es Heinrichkeit. Und da staut ich schon recht. Ich springe jetzt einfach auf, ich weiß nicht, wo ist das? Beim Taxenbüro oder was? So, Habseligkeiten der Arbeiter. Sind die draußen, möchte ich sagen. Kruzifix. Komme ich da irgendwo noch mehr auf die andere? Du hast folgende Spezialisierung aktiviert wie ein Schatten. Ja, hat sich schon orientiert. Habe ich gerade Schaden gekriegt? Oder muss ich mich abweisen? Ah, dann muss man ja Opfer essen, damit nichts passiert. Na, der Opfer essen, ja, nochmal nur Opfer und dann passt das. So, easy. So. Also Krypta durchsuchen ist nicht. Wir brauchen erst eine Masken. Lass es mal jetzt probieren. Probieren wir mal diesen hinkriegen. Was zum? Nimm deine Pfoten da weg, du Scheißdieb!
Ich hab nicht mehr... Oh shit, der holt jemanden, der holt schon wieder jemanden. Kruzifix, ich hab nicht mehr gewusst, wie es geht. Ah, wo kommen wir da raus, ey? Ah! Ich bin doch... Hä? Ich bin doch da irgendwo rausgekommen! Du willst mich total verarschen. Oh shit. Das wird schon wieder ernst. Warte mal. Ja, dann gehen wir halt vorne aus, das weiß ich nicht. Dir zeige ich's, du Dieb. Na. Die zeige ich so Dieb, läuft aus. Oh, fuck off. Jetzt kriegen wir gleich ein Problem. Machst mich du komplett toll? Wir haben doch irgendwo... Oh, mit da runtergesprungen kann das sein, deswegen können wir nicht mehr um mich, hä? Scheiße. Oh, die Bumspolizei. Es hilft uns alles nichts weiter. Müssen wir jetzt da noch mehr außen rundum laufen? Ist das der Ernst? Ernst? Ist das der Ernst? Gehen wir wieder zurück aus. Jetzt da die ganze Zeit dreimal um die Kirche rundum rennen, oder was? Kommen wir da nicht noch mehr auf? Oder um mich? Scheiße, mit mir ist Maus rundum. Ich verpiss mich. Oder? Was zum... Dass du es wagst, hat dir wohl dein jemand keinen Gesicht zu Hunger. zeigen, du Dieb! Wieso wissen die alle, dass ich irgendwo irgendwas gestohlen hab? Was ist das für ein Kack? Wo sind denn alle? Was haben die alle für einen Stress mit mir? Wieso wissen die das alle? Jetzt müssen wir warten, bis die Scheiße Haltet weggeht. ihn auf! Wachen! Oh shit. Wir gehen in den Keller. Ja, gute Idee. Da gefällt's mir. Da ist schön. Ja. Hallo. So. Und daher hinten bleiben wir jetzt ein Hocker, bis die scheiß Sucherei weg ist. Weißt du, was sie ganz furchtbar gut trifft? Ich muss pissen wie ein kleines Schuldirndl. Das wollte ich um 7:45 schon sagen. Jetzt gehe ich schnell bisen und ihr schaut euch dabei diesen finsteren Monitor an. Herzlichen Glückwunsch. Es kommt auch 3-mal im Jahr vor. Heute ist das erste Mal. So. Hat ich keiner gespannt. Ja, hören die jemals das Sucher wieder auf, oder was ist denn mit denen? Soll ich zum Scheißen gehen, oder was? Hören die jemals wieder auf, oder muss ich mir jetzt einfach stehen? Laufen wir jetzt auf der anderen Seite noch mehr und dann, ja, noch findet man da unten noch ein Seil. Hm, da, vielleicht, ne? Überall liegen Seile rum, ich kann sie nur nicht nehmen. Birger erwischt sich am Tag so gut wie es ging. Mit Stuhl hat der Birger heute schon Erfahrung gemacht.
So, wir haben wieder in dem tollen Keller herunter, wo sich kein Schwanz nicht auskennt. Naja, Brett Maufi, schaut gut aus. Was? Ich lass mich jetzt fangen, weil es mir zu blöd ist. Was? Hey! Hey, du, halt! Ergib dich sofort! Schon gut, schon gut. Du hast mich erwischt. Ich ergebe mich. Der Abt hat hier das Sagen. Also bereite dich vor. Du musst dich vor ihm verantworten. Führe mich ab. Ich mache keinen Ärger mehr. Heinrich, Jetzt bin ich solches aber Betragen gespannt. dulde ich nicht. Der Herr bestraft uns und du hast beschlossen, Öl ins Feuer zu gießen. Bist du völlig blind für das, was hier vorgeht? Ich verstehe, dass dir all das, was hier vorgeht, Angst macht. Aber das entschuldigt dein Benehmen nicht. Diesmal sehe Und dann ich machen wir das, darüber was der hinweg. Schnutschi gerade geschrieben hat. Das hätte Aber ich nämlich glaub jetzt nicht, sowieso da. dass ich es mir nicht merken werde. Nun geh. Die Ritter geleiten dich zurück zur Krankenstube. Wenn ich jetzt einfach davor laufe, bin ich jetzt wieder gut. So. Oh, habe ich einen Debuff gekriegt? Was habe ich da für einen Debuff? Was ist das? Strafe im Kloster. Weiß ich nicht, was das heißt. So, und gleich nochmal, oder? Können wir mal speichern? Na, können wir auch nicht. Na gut. So, wir gehen jetzt eiskalt in diese Kirche hinein und gehen wir in diese Krypta oben. Scheiß auf die behinderten Masken! Leck mir am Arsch! Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Was war das? Stimmt, was war das? Seltsam. Seltsam. Ja, wird eh schon finster. Das ist uns die Liebste. Ach, jetzt ist er der Trottel wieder da, wo ich nicht, dass ich auch nicht reinkomme. Kruzifix! Verschwinde. Hau ab. Ja, ich bin schon fort, halt dein Fotzen, du Trottel. Könnte man da nicht irgendwie Habseligkeiten durchsuchen? Kuhleder! Nimm auch mit. Das sieht mal verdächtig aus. Das sieht mal verdächtig aus. Leichte Geschlechter kann ich übrigens instant aufmachen. Haben wir da noch irgendwas? Ich hätte jetzt so gerne ein Seil. Nur jetzt auf die Schnelle ein Seil finden und gehe mit Seil da rein. So, wenn ich das Schloss nicht verkacke, dann kann ich neben ihm einbrechen. Mal 5 gedrückt, da hattest du einen Speichermod installiert. Betonung auf hattest, ja. Warte mal. Nein, der installiert sich nicht automatisch mit. So, es ist stockfinster. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Hä? So, du gehst jetzt da hin. Bin ich etwa? Ja, du gehst jetzt da hin. So, Pro Gaming. Ich hab was gehört. Da war wohl doch nichts. Mein Gott, mein Maus! Was tust du denn da mit dem Schloss? Toten weg, du Schmolz. Du hast dir nichts verloren, du Dieb. Mein Kruzifix, Alter. Was ist denn das für eine Behindertenquest? Ich säge einen Scheißdreck! Ich möchte einfach nur in das Loch runter! Was dumm ist jetzt? So! Fix! Ich bin ja am Arsch mit deiner behinderten Drecksmasken! Non-Schleier kannst du selber! Da, wart! Wie viel da ein Stor durch? Ah, easy going. So. muss ja so auch gehen. Scheiß Zeitschinderei da den ganzen Tag. Ja, jetzt findet er, ja, hat irgendjemand gesehen, so kosten die Wachen schauen auf mich. Und nicht die Arbeiter deppen. Die Dings jetzt auf da, weil es mir wurscht ist. Haben wir jetzt da wieder Spiel gespeichert auf einmal, alle Fassaden. Warum? Hätte ich mal lieber die Maske angefertigt. Hätte, Herrentoilette. Ja, kannst du mir an die Füße nicht schlecken. Show me your feet, 1000 Tokens. Da stinkt's ganz schön anscheinend. Was haben wir da? Untersuchen. Sie flatterten die Gräber? Gib auf!
Jetzt bring ihn um, das sag ich dir, wie es ist, weil es mir jetzt total komplett gelangt. Wo ist mein Schwert? Gott, ich hab keine Waffen, Alter. Lass mich! Gut, dann zwinge ich dich zum Aufgeben. Ich bin getroffen! Überrascht mich, dass du noch stehst. Woher wissen die, dass ich da unten bin? Bin jetzt nicht im Dienst. Ach, der funktioniert ja wieder nicht. Merkst du, dass ich gerade abbieg? Merkst du, dass ich gerade abbieg? Hätte ich mal lieber die Maske angefertigt. Schau mal, ob diese Spackos da oben kämen. Den Topf nicht mehr mit Handkuss, weil das nervt mich jetzt gerade anders. Ich hasse Schleichpassagen! Also, und jetzt kommt keiner mehr, oder was? Hallo? Sie flatterten die Gräber? Ah ja. Da kommt anscheinend die... Er muss hier nach etwas gesucht haben. Ja, wenn der jetzt da hinterkommt, dann flippe ich aus. Kann sein, dass da ohne Masken krank wird? Ja, natürlich kann das sein. Aber die meisten werden wahrscheinlich eine Masken machen. Wir machen keine und schauen mal, was passiert. Die Schleichscheiße nervt mich komplett. Also komplett. Es ist nur zum Zeitschinden und zum sonst gar nichts. Was tun das? Ist es über uns, oder was? Und was tue ich jetzt da? Ah. Durchsuche die Krypta. Vielleicht wäre es sinnvoll, einen Blick in die Krypta des Klosters zu werfen, aber ich sollte vorsichtig sein, der Abt hat das Kloster abbrechen lassen. Das ist aber offensichtlich wurscht. Oh, Grundgütiger. Oh, verwesende Leiche. Da hängt der Spinn dran! Voll die Dicke! Was genau suche ich jetzt in der Krypta? Was? Was ist denn jetzt wieder? Warum ist denn jetzt das Symbol über mir wieder rot? Wenn du mir jetzt verzeihst, dass die da durch die Decke mein Licht sehen, dann flippe ich aus. Was ist das für ein Mist? Jetzt kommt er wieder oben. Ja, wow, toll. Was? Die Tür zu machen? Ich kann keine Tür zu machen, wenn ich durch ein Loch gesprungen bin. Also was ein Scheißdreck, ganz ehrlich. Eine Zeichnung, die eine Art Kreuz darstellt. Hä? Was ist denn das? Das muss es einfach. Jetzt Moment einmal. Okay. Was genau hilft mir das? Wieso steckt er auch seine Nase in dieser Angelegenheit? War jetzt eigentlich der perfekte Cliffhanger. Was ist denn jetzt kaputt? Also, dass die Typen beim Sucher ein bisschen verbuggt sind, das, glaube ich, hat man jetzt sehr deutlich gesehen. Da irgendwas nicht stimmt. Er hat das sicher gefunden. Was habe ich denn noch gerade gefunden? Was habe ich gefunden? Was habe ich gefunden? Schleichen wir da herin einmal. Da steckst du ja. Mein Gott, was ist das für ein Scheißmess?
Ach, leck mich doch am Arsch! Noch nicht genug für dich? Mach so weiter und ich töte dich, hier und jetzt! Ja, bring mich um, damit ich da in mein scheiß Ruhe hab, du Arschloch! Also ohne Scheiß. Einmal vielleicht kurz vorm Rage Quit, gell? Ich hoffe, das ist einem jedem bewusst. Was für eine dämliche Scheiße! Jetzt kommt er wieder. Hätte ich mal lieber die Maske angefertigt. Das ist der Fackel. Ich hab schon auch das Gefühl, ja, aber es darf nicht mein Problem sein. Sagt er die durch dir? Was ist das wieder für eine schlecht gemachte Drecksscheiße? Ich sehe halt ohne Fackel aber auch nix. Und Herr Luxor, mir ist wieder 59. Schluss jetzt. Versuchen wir jetzt da blinde durch zum Tüdeln. Nein, mein Freund. Du bist am Speicherpunkt schon gesucht. Ja, trotzdem. Ist wieder bloß, die gängen ja wieder. Wieso springt er auf mir oben? Weil er durch die Wind irgendwo mein Licht von der Fackel sägt. 100 Pro. Da haben alle fort. Meilenweit haben die alle fort. Sie flatterten die Gräber? Sie flatterten die Gräber. Moment. Und gütiger. So, wir haben da ein Ziel gefunden. Verwesende Leichen. Eine Zeichnung, die eine Art Kreuz darstellt. Ja, genau. Und das ist Absicht da. Was ist denn das? Jetzt hocke ich halt da drin. So, dann haben wir da Rätsel auf die Karte. Eine Karte des Untergrunds. Karte des Untergrunds. Ich mache jetzt keine Fackel um. Ich suche mir jetzt jeden Millimeter in der Hocke von dieser Scheiße da herunter. Ah. Das kommt ja wie gerufen, meine Damen und Herren. Ich kann mit meinem geschissenen Jagdschwert umeinander hauen. Wieder draußen bleiben, Freunde. Herr Luxor, chill mal die Kniescheibe mit dem Euro 50 gehen. Schluss jetzt da damit. Muss über Bavor Bescheid wissen. Du, ich geh einfach. Er muss hier nach etwas gesucht haben. Jetzt passen wir, du Obacht. Bücher, Quest, schmutziges Pergament der Krypta, das lesen wir jetzt mal. Haben wir genommen. Und wir haben da irgendeine komische Karten gefunden. Mägdekrieg, Notizen des Peter Paner, schmutziges Pergament, Rätsel auf die Karte. Da. Schaut Das aus muss wie. bei ihm sein. Das muss es einfach. Schaut nach der Kircherspitzen aus, aber. Wurde was gestohlen? Hören wir Er mal muss zu. etwas gesucht haben. Aber was? Den Bastard finde ich nicht mehr. Nicht hier jedenfalls. Scheißdreck. Wieso steckt er auch seine Nase in diese Angelegenheit? Das ist der Raum, in dem du bist. Meinst? Ja, kann jetzt. Ja, kannst du schon hingehen, gell? Ich hab dich gewarnt. Ich bin jetzt nicht im Dienst. Das muss bei ihm sein. Das muss es sich einfach. ergeben sollen. Jetzt landet deine Leiche zur Schau. Labert nicht so viel. Mit meinem scheiß Jagdschwert hau ich da heute wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde noch nicht! Vergiss es. Aua! Pass auf, was du hier mit Verbrechern machst. Vergiss es. Ja, Bruder Kim. Der kann nicht einen Meister schlagen, ich hab keine Rüstung und nix! Was zum... Der Pranger ist zu gut für dich. Ich zerleg dich einfach gleich hier. Kim. Nicht zu hart, was tue ich denn? Einmal, wenn ich noch stirb, alte 4 Tschüss. Ja, jetzt muss ich die Scheiße wieder Hätte ich mal. mal lieber die Maske angefertigt. Eine Zeichnung, die eine Art Kreuz darstellt. Wurde was gestohlen? Er muss etwas Jetzt gesucht geht dir haben. nicht zu. Aber
Jetzt wo ich das Ding nimm, bevor er herunter, das geht dir nicht so. Wie ich da der Schlong von den Wachentrottel, deren Suche nie wieder weggeht? Oder von den Quest-Typen da draußen? Was ist denn das für eine dumme Drecksscheiße? Von wer ist das da? Eine Karte des Untergrunds. Da kann ich nur 3 Stunden warten, die Suche geht nicht mehr weg. Du kannst mit der Wache reden, ich will nicht! Was ist jetzt so? Jetzt habe ich Quest nicht triggert, oder was? Jetzt sperren sie mich nicht ein. Sie flatterten die Gräber? Ja, ist halt die Fackel an, die Sekt ist hundertprozentig dort durch die Wind durch. Jetzt lassen wir nochmal mit ihm labern. Gehen, wir gehen auf, ja, bringen uns aus, rennen wieder rein. Das ist ja jetzt wieder ein paar andere. Das ist ja nicht einmal. Vollidiot. Sag ein bisschen die Rüstung. Wieso nimmt dann jetzt das Schwert nicht? Wieso nimmt dann jetzt das verfickte Schwert nicht? Was wollen Sie von mir? Hallo? Sekundärwaffenslot? Ja, ist mir wurscht, was für Waffenslot. Hallo? Ich versteh's nicht. Ah, jetzt halt. Da steckst du ja. Jetzt habe ich dich. Spät, du verspeist gerade ganz furchtbar viel von deinen. Ich kann das Schwert nicht nehmen. Was ist denn das jetzt? Das war's, du Gauner. Du musst jetzt dein Schwert möchtest jetzt schlägern! Vergiss es. Gott, ich blute. Ich versohl dir den Arsch so hart, dass du nicht mehr sitzen kannst. Überrascht? Mit Wachen kämpft man nicht, du Narr. Man ergibt sich ihnen. Irgendwann trieb, jetzt kommt der andere. Sag mir, bist du aus Beton? Was, du Gauner? Ha! Hallo, ich blocke. Merkst das? Überrascht mich, dass du noch stehst. Widersetzt du dich immer noch? Das ist echt ermüdend, Leute. Hey, nie im Leben. Ach so, jetzt haben wir einfach wieder ein Schwert, oder was? Was? Und ich kann meins jetzt hier... Ups, was können wir sehen? Ach so, ja, ich kann nicht blocken, weil wir wissen nicht, wieso wir nicht blocken.
So viel muss mir noch nerven, das Spiel. So viel. Zeig dir das Heim, So. Und jetzt haben wir keinen Verband nicht wahrscheinlich, oder? Haben wir Verbände? Ja. Jupp. Jupp. Du musst keinen Verband anlegen, da du nicht blutest. Okay. Ja, wenigstens Epsi. So, wie kriegt man Energie, glaube ich? Ja, du kannst mir gleich mal das Schwert da hergeben. Da ist ein Geheimgang. Ja, soll ich das schmecken, oder was? Der Geheimgang! Auto 1112. Was? Weiß ich nicht. Rätsel auf der Karte. Zeig mir da vielleicht einen Geheimgang. Jetzt haben wir ja alle Zeit der Welt. Und gütiger. Finally, Conquest triggern. Dankeschön. Was ist denn das? So. Willst du was essen? Wir wieder fit werden? Warum laufen wir eigentlich barfuß rum? Weiß ich nicht. Ist mir gerade auch vollkommen wurscht. Du brichst ein Loch in die Mauer. That's what she said. Die Krypta führt noch weiter? So. Erst einmal Schuhe ziehen. Wieso habe ich eigentlich keine Schuhe? Warum habe ich da... Das hat überhaupt keinen Sinn. Lassen wir das einmal so. So. So viel zu nicht umeinander pimmeln und Metamal. Mehr sage ich nicht. Was haben wir da? Wrong Game. Indiana Jones haben wir schon durch. Das ist jetzt das Loch von dem anderen Raum da hinten. Dieser Bastard. Er muss über Bavor Bescheid wissen. Jetzt, Moment mal. Wenn ich jetzt gegen die kämpfen muss, bin ich sowieso gefickt. Also dann bin ich halt richtig narrisch gefickt. Warte mal, machen wir mal so. Was ist ein stärker als Falchion oder... Ja, das Jagdschwert ist wahrscheinlich besser. Oh, das ist ziemlich kaputt. Was jetzt? Warten, bis er einschläft? Was tun wir jetzt mit denen zwei? Der DLC ist nicht zu 100% wie das Hauptgame. Nicht im Ansatz. Oh, keiner sagt's. Was tun wir jetzt mit den drei Idioten? Stellen wir es zur Rede und erschlagen wir es. Die haben eh keine Waffen. Was mache ich dann? Er muss über Bavor Bescheid wissen. Ja, warte. Ich krieg dich! Oh shit, die haben Waffen. Kim, haut zu. Ich kann nicht zuhören, weil wenn du mit dem Meister schlagst. Ich werde dich bei lebendigem Leib begraben.
lebend raus. Ja, komm! Du kannst zwar mit zuhören und ich nicht, oder was? Also, Du kommst hier nicht lebend raus. Trottel. Bezauberlich. How about that? Wie wär's, wenn's einfach dein Maul hältst, Schlüssel für Türen und Truhen, nehmen wir mit, sind wir der Verteidigung, nehmen wir mit. Hat von euch zufällig jemand das Soll dabei? Ja, was haben wir da? Birne, Groschen, Schlüssel, Verbände. Hör mir einen Bums. So schlechter ist Trickerten. So. Und jetzt? Stehen wir da. Was sagt das Journal? Kehre zu Albich zurück. Wo war der Albich? Sepp gleich wieder. Der war da hinten. Müssen wir wieder zurück. Oh, ja, das kriegen wir hin. Vielleicht, wir werden sowieso wieder gesehen, weil überall neben der Tür Leute anstehen. Sonst kommen wir nur in die Ernsthaft. Da ist da jemand. Weiß ich nicht, das ist mir wurscht. Wenn es ist, dann laufe ich wieder der behinderte Phobia-Depp. Hier, Babi, die Bubi. Tun wir jetzt da so und so, ja, das schaut da vernünftig aus. So, da ist die Bumstier in einem Hof, steht er noch draus, freilich steht er draus, ich laufe mal davon. Ja. Und die schleicht davon. Nehmen wir da so rum. So. Dann machen wir so. Na, jetzt geht da gerade der andere Trottel vorbei! Mei, wie ich die Schleichscheiße hasse. Wie ich die Schleichdrecksscheiße hasse! Staudi! Die habe ich komplett. Voll der busy tun muss sein, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Ist nicht so einfach auf dem Konzert einen Stream zu verfolgen. Und du sollst ein Konzert doch schauen, nicht mir, du Trottel! Was machst du denn? So, jetzt machen wir so. Nein. Nein, auch nicht. Jetzt. So, geh einen Meter voran. Ja, braver Bub. Der brave Bub, wir gehen jetzt da hinten so vorbei, du wirst mich dann schon nicht sehen. Du Zau, durch den Ring, da sieht man nicht gescheit, da gehört, da läuft schon wieder Ratzen an, so Abflug. Ja, Kruzifix war das eine schwere Scheißgeburt. Für was brauche ich diese scheiß Masken? Spiel gespeichert. Dir zeig ich's, du Dieb. Du kannst mir jetzt dann am Arsch lecken. So schaut's aus. So ist, was ich weiß. Das ist so ein Dreck. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Herrgott, Albich, was ist passiert? Geht es dir gut? Ja, geht es. Doch wie es aussieht, wurden wir bestohlen. Wieso? Und von wem, um Himmels Willen? Dürfte ich die Herren wohl bitten, leiser zu sein? Ihr stört die Ruhe der Patienten. Ich bin von ungesund, vorher Scheiße und Blut. Und hab nur Zeit gestohlen die ganze Zeit. Wir wurden bestohlen. Ach nein, von wem? Herrgott, nochmal. Was ist denn hier passiert? Was für ein Durcheinander. Wonach sieht's aus? Liegt doch auf der Hand, dass hier jemand was gesucht hat. Aber hier ist doch nichts Wertvolles. Nun, naja. Albich, du hast sie hierher gebracht? Was hast du dir dabei gedacht? Wo warst Hätte du ich sie gerade? etwa unbeaufsichtigt lassen sollen? Und? Die Bibel, die der Jesus selber geschrieben Gott hat. sei Dank nicht. Ich trug sie noch bei mir. Was? Beachtet mich gar nicht. Kann mir bitte jemand verraten, was hier beinahe gestohlen wurde? Ich habe einen Teil meines Lebens am Hofe von König Wenzel verbracht und mich um sein Leibeswohl gekümmert. Dadurch habe ich viel über sein Privatleben erfahren, welche Leiden ihn plagten, wie und wann er sich verletzte, und ich nahm Behandlungen vor. Ich hielt all meine Erkenntnisse schriftlich fest, für den Fall, dass wenn jemand sie anzweifelt, derjenige bei Bedarf eine Abschrift erstellen kann.
Sollten diese detaillierten Aufzeichnungen in die falschen Hände geraten, mag ich mir gar nicht ausmalen, welche Konsequenzen dies hätte. Nicht wenige würden eine stattliche Summe für sie hinblättern. Oder sie aus eben jenem Grund stehlen. Schnucci schreibt, wegen dem Verfolgen musste ich alles neu anfangen, weil egal wo ich geladen habe, immer gesucht worden bin. Wir haben mir das jetzt losgebracht. So 100% sicher bin ich mir da nicht. Aber irgendwas ist mit der Suche scheiße kaputt. Das war im Hauptspiel nicht so. Und was du vorher geschrieben hast, beunruhigt mich ehrlich gesagt ganz gravierend. 80% vom DLC ist Schleicher und die restlichen 20% haben wahrscheinlich Dialoge. Ich sag's jetzt wirklich ungern, aber ich fürchte, dieser DLC reiht sich genauso wie bei den anderen zwei von mittelmäßig bis schlecht ein. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das Hauptspiel ist so gut. Es ist so gut, aber ganz ehrlich, seid jetzt ehrlich. Hat irgendjemand Spaß? Das mag ich jetzt wissen. Ich möchte eine ehrliche Meinung, was von dem DLC bis jetzt gehalten wird. Herr van Hinden! Verwenden Sie Klopapier stets beidseitig. Der Erfolg liegt auf der Hand. Im Chat schon, ich schon, nö, ich zock nebenbei. Im Ernst jetzt? Nein. 50-50? Ja, 50-50 ist aber nicht genug. Hab auf den Rage Quit gewartet. Es ist noch keiner. Ich frage mich bloß, ob ich nächste Woche fertig spiele oder nicht. Spaß? Ich dachte, wir machen jetzt ernst. Ja, Herr Wulfrig, an und für sich schon, aber es ist etwas eintönig, ist die kleine Schwester von, es ist absolut beschissen, tu was anderes. Chat ist super, aber Spiel geht so. Nope, zack. Da ist ein Ratspesser, mit dir ist alles geil. Das war nicht meine Frage. Raus damit, ich fand's gut, passt schon. Ja, es zieht sich halt. Also ich guck's wegen dir. Es sicherlich interessiert mich jetzt einigermaßen, das war ein wunderbarer Cliffhanger gewesen, wenn das jetzt nicht so ein absoluter Abfuck gewesen wäre. Warum geht die dir zu? Wer sind die drei? Was wollten die da? Hat er was gefunden? Was hat er denn noch gerade gefunden? Was denn da? Baumdrossel, danke. Ist wie ein Live-Grüße. Da gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, aus irgendwelchen Gründen, da die das auch gerne wissen, aber irgendwie... Wer hat hier so ein Chaos angerichtet? Ich kümmerte mich um die Kranken. Ich habe nichts mitbekommen. Ich leider ebenso wenig. Wir arbeiten hier für 5. Deshalb hatte der Täter ziemlich leichtes Spiel. Doch wir haben noch immer keinen Verdächtigen. Schauen so. Dir ist schon bewusst, dass der Abt höchstpersönlich an den Aufzeichnungen interessiert sein dürfte, oder? Pater Jan? Schwachsinn. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Wohl nicht gut genug. Als er hörte, dass du kommst, wollte er, dass ich dich überrede, sie lesen zu dürfen. Aber das steht außer Frage. Unter keinen Umständen. Genau das sagte ich ihm auch. Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Könnten Blicke töten, wäre ich jetzt tot. Wie hat er überhaupt von ihnen erfahren? Dass sie existieren, ist kein Geheimnis. Selbst König Sigismund erwähnte sie mir gegenüber. Vielleicht hatte er etwas in Anwesenheit des Abtes erwähnt. Ich kann ja schon gar nicht mehr aufpassen. Ich weiß nicht, was geht. Ich sag's, was ist. Albich verlässt uns also nicht. Es war jetzt so ein richtiger Abfuck. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Und verzichten wir auf Schuldzuweisungen. Heinrich, such Bruder Benedikt und Dänisch in der Krankenstube auf. Und frag sie, ob ihnen etwas aufgefallen ist. Ich gehe dann mal wieder zu meinen Patienten und tue so, als würde nichts fehlen. Beunruhigen wir sie also nicht unnötig. Sehe ich genauso. Gott hab Gnade. Du sagst es, Bruder. Gott hab Gnade. Warum ist denn jetzt das Gesucht-Symbol da wieder um? Was ist denn was? Was ist? Was, wo? Wieso weiß er? Weiß ich nicht. Wenn ich auf jemanden umeinander springe, weiß er dann auch, dass ich was gestohlen habe, oder was ist? Hallo? Hallo? Du es wagst, hier dein Gesicht zu zeigen. Sag's mir nicht besser. Ich hab keine Lust mehr. Das ist... Ich weiß nicht, was sie da denkt, wenn das Hauptspiel ist so dermaßen gut gewesen. Aber dass jeder da drin in dem ganzen scheiß Kloster von jetzt auf gleich weiß, dass ich was gestohlen hab, ist absoluter Schwachsinn.
Schwachsinn! Du wirst gesucht, Mann, das ist mir auch klar! Das macht aber keinen Sinn! Himmelvater! Du hast den gleichen Bug wie ich, leider geht das nicht mehr weg. Nee, das ist echt nicht... Also ganz ehrlich, fick dich! So ein Dreck! Dreck! Jetzt kannst du dir dermaßen in das Arschloch schirmen, dass wir mir diesen Drecks-DLC fertig spielen und gewusst habe ich's! Ja! Letzte Woche habe ich's mir schon gedacht. Ja, nur weil das hat nichts mit dem Ezio zu tun. Zero. Fucking nothing. Das ist extrem schade. Extrem schade. Das Hauptspiel kriegt 15 von 10. 15. Aber diese Scheißdrecks-DLC ist eine Frechheit. Eine Frechheit. Wenn man klaut, wird man bestraft wie im echten Leben. Ja, aber wie im echten Leben nur, wenn man erwischt wird. Florian, geistreicher Beitrag. Rage Quit und was mit was? Mit Recht. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens einer! Wenigstens einer mit Hirn! Kannst du Game im Arsch. Game of the Year, Donkey Kong. Okay, bye. Das ist. Deswegen bin ich also würdig. Deswegen bin ich so würdig, weil das Spiel eigentlich unfassbar gut ist. Unfassbar würdig. Was für eine Frechheit. The time has come. Kannst du nicht mehr zurückgehen. Wo schreibt man da eine Bewertung? Jetzt aber, Freunde der Sonne, los! Hau ab mit deinem Trailer, ich bewerte nicht das Hauptspiel. Wo bewerte ich ein DLC? Wo? So! Irgendwas, was kann nur so geht? Nein! Fort! Wo bin ich? Ah, da, passt. Schreiben Sie eine Rezension für Kingdom Come Deliverance Mysterio. Empfehlen Sie dieses Spiel? Nein! Formatierungshilfe deinem Mann, was ist das? Oho, man kann Überschriften machen. Warte, ich sag dir was. Dein Mann sei Überschrift! So, Kinder! Ich bin jetzt 2 Stunden in dem Hurenkloster umeinander geschlichen. Wieso? Das weiß der Abt. Wahrscheinlich nicht einmal selber. Der blotterte Platschari! Suche Seil! Baustelle wo? Ein Leder liegt drin! Kannst du den Arsch einschieben, hab ich selber gefunden! Und genauso schreibe ich's. Den Arsch einschieben! Hab ich selber gefunden, woanders! Seil! Wo? Masken bauen! Wieso? Wenn ihr einfach so 15 Mal in die stungene Krypta obi springen kann? Ohne Masken! Hä? Hä? Seit wann? 10 Wochen? Fackel durch dick. Ist dies die sogenannte Siemens Luftdecke?
wasserdicht, aber nicht lichtdicht. Ich glaube, ich bin dicht. Herr Lux, jetzt am Stimmbruch, da brauchen wir noch sehr lang. So, jetzt aber im Ernst. Ja, der Typ, der in seinem Kammerl gestorben ist. Genau der Ernst. Mann, ernst. Da war's ernst. Als Hauptspiel ist für mich, wenn es Elden Ring nicht geben hat, wahrscheinlich das Game of the Decade. Aber Warhorse hat sich dazu entschieden, die DLCs, ja, alle 3, hab bloß einen gespielt, aber egal. Vom Praktikanten machen zum lassen. Der schätzungsweise auf 24 Promille und auf einem Nokia 3310 den DLC zum Schissen hat. Anders ist es leider nicht erklärbar. Was ist mit ihm? Wie zur Hölle? Klammern. Hölle, Hölle, Hölle. Alter, wie kann man den von Game of the Decade, den leg mich am Arsch mit deinem Scheißdreck sinken? Wie? Ich kann's dir erklären! Kann man denn von Game of the Decade auf leck mich am Arsch mit deinem Dreck runterfallen? Sag! Hä? Hä? Wenn ich kann, dann ist zurückgeben. Aber dann ist mir der Bummerbass. Er hat mir den DLC geschenkt. Der arme Teufel hätte sich mal lieber einen Kasten Spezi gekauft. Entschuldigung, Bummer, ich hab's auch nicht besser gewusst. Und ich geh jetzt. Wo gehen ich? Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Hä? Wie geht's? So, ich kopiere das sicherheitshalber mal. Ah, stopp. Und, Punkt. Immer noch dein Mannschaft-Überschrift! Komm mal, ich kann ja nichts mehr markieren, weil meine Maus ist! Aber ne, müsst ihr wissen. Ne? Ausrufezeichen. Veröffentlichen. Mein Tag ist ruiniert. Also ich mein's ja wirklich blutig. Das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Ich meine es wirklich ernst. Ich bin ernsthaft, abgrundtief, richtig hart pisst. Das ist so schade. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit das wir jetzt natürlich da jetzt sind, da kann man noch mal nachschauen. Aber ich bin abgrundtief enttäuscht. Es ruiniert nicht das Hauptspiel, aber irgendwie schon. Ganz ehrlich, ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass der DLC da letztendlich kommt und das nicht bloß diese Schmiedekacke da ist und so. Da musst du bloß behindert umeinander laufen und Behindertenscheiß machst, sondern nur mit Story. Also, weißt du, was du mich kannst, Alter? Das ist das Letzte. Das ist so schade. Die DLCs existieren für mich nicht. Das Hauptspiel ist grandios. Kauft diese DLCs auf keinen Fall. Auf keinen verschissenen Fall. Egal, das kommt mir schon wieder so vor, aber Hauptspiel grandios, ja, scheiße mir die DLCs aus, die passt schon. Die leider alle super begeistert, die kaufen alle. Und ich war aber ein Vollidiot davon. Und ich hab mir das letzten scheiß Mittwoch, habe ich mir schon gedacht. Bloß ich hab's nicht gesagt, weil ich mir gedacht hab, Fanboy-Brille, ja! Wir sind die anderen Rezensionen. Habe ich mich ja offensichtlich mal nicht getäuscht. Lies mal. Lies mal die erste, ich weiß auch nicht. Mau. Oh. Das Basisspiel ist super, eines der besten Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Bestätige. Das Schmiede-DLC war interessant, wenngleich ein wenig monoton. Habe ich grob bis daher, das habe ich nicht mehr spielen müssen, habe ich nicht mehr anschauen müssen. Doch das Mysteria-DLC. Naja, es hat ein paar tolle Momente. Ja, wo? Wo war denn die gewesen? Im Keller unten, da war der lustige Typ. Ja, okay, es war kurz. Aber insgesamt ist es recht vorhersehbar und eine längere Stealth-Quest, die sehr flach wackert. Das ist wirklich einfach nur eine Stealth-Quest, oder? Nur wenig ist von der Tiefe des Basisspiels vorhanden. Nein, nicht wenig, gar nichts. Zero ist vom Hauptspiel und enthalten nichts davon. An einigen Stellen hinkt die Logik der Quest. Ach, was du nicht sagst, hab ich auch schon mal gesagt. Wieso wären wir mir da eigentlich umeinander geschissen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Zudem ist man 3 bis 4 Stunden mit der Quest durch und hat das DLC abgeschlossen. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil wir nicht fertig sind. Zudem tauchten einige Bugs auf. So verschwinden Schmiedegegenstände aus dem vorherigen Teil im eigenen Zimmer der Schmiede oder Dialogoptionen führen mitunter zu einer Endlosschleife. Okay, das ist hart. Das ist so, haben wir mir Gott sei Dank nicht gehabt, das ist eh wurscht, aber das haben wir mir nicht gehabt. Es ist trotzdem, trotz neuen Minigebietes, das Kloster, in dem man sonst nichts anstellen kann, außer eben die Quest, warum sollte man zurückkehren wollen? Eher nur eine Quest statt ein vollwertiger DLC. Das macht mich richtig grantig. Und so verspeit man sich seinen Titel zum Game of the Year 100%ig. 100%ig. Wenn man kurz vor der Game of the Year Bewertungen und so weiter so eine Scheiße abliefert. Jeden, der Expedition 33 gespielt hat und das richtig hart feiert, ich freue mich für euch, wirklich. Ich würde auch mal gerne, gut, wenn euch sowas dann halt nicht so gut gefällt, für mich ist das Expedition 33. Ich gratuliere zum Game of the Year. Schmiede-DLC fand ich schon unterhaltsam, ist halt entspannend und muss man mögen. Das erste Jahr habe ich nur kurz angefangen. Ja, ich meine jetzt, deswegen haben wir nicht gespielt, ne, den Schmiede-DLC. Den habe ich mir nicht einmal gescheit angeschaut und ich habe gewusst, was es ist. Natürlich kriegst du da eine kleine Quest. Ja, und was ist es wieder? Lauf da irgendwo hin, sammle irgendeine Zeit und dann stehe ich beim Schmieden. Das ist ganz nett und ich finde da cool, wie sie das implementiert haben und so und wie das mit der Alchemie funktioniert. Das sind alles super geile Minispiele, aber es sind nicht Minispiele, oder? Und nicht 15 € DLCs. Und das ist halt frech und das ist einfach das Letzte. Für mich ist Game of the Year Dying Light the Beast. Das ist was man ausgreifen kann, ne? Es ist jetzt trotzdem egal, wenn ein dritter Teil rauskommt, wird niemand die DLCs bewerten, nur das Hauptgame. Das ist richtig. Natürlich werde ich auch, kriegst du die 3, wenn die so kündigen, werde ich auch wieder feiern und mich drauf freuen. Ne? Aber wenn das nächste Mal DLCs dafür rauskommen, dann schau ich zweimal hin. Das ist ein bisschen frech, sie kurz vorher noch Kings of RPG zu nennen und dann sowas abzuliefern. Da kann das Hauptspiel nur so gut sein. Ist egal. Es ist Teil des Spiels, sind diese 3 DLCs. Und alle 3 sind beschissen.
Hast du eigentlich den ersten Teil auch gespielt? Selbstverständlich. Der war auch grandios. Aber die DLCs vom ersten habe ich nicht gespielt. Mit dem zweiten sieht man besser. Was? Schmiel hat mal einer einen Link, ich finde die Rezension nicht. Mich würde es auch wundern, wenn die freigeschaltet wird. So freiwillig, wie es ist. Dying Light hat aber eine Playtime von 20 bis 25 Stunden. Das war auch der Hauptgrund, warum wir es damals nicht gespielt haben. Wie wir es auch sagen, was heißt damals? So lange ist es noch nicht her, das war Anfang September. Wann ist es Mitte September irgendwann. Mal zu einem guten DLC. Hast du das Lies of Pi DLC oder das Hauptspiel ausgespielt? Nein. In meiner Welt muss ich jedes Roguelike oder Souls-like, sagen wir es so, nun mal mit Dark Souls oder mit Elden Ring messen und nichts kommt auch noch im Ansatz da ohne. Lies of P nicht. Lies of P war nett und war gar nicht schlecht wahrscheinlich, aber es spielt sich einfach nicht so wie das Kampfsystem in Elden Ring und mit dem, ich sitze immer nur da, es ist einfach, es war so gern so, aber es ist einfach nicht so. Nö. Schade. Grantig in Schriftform, die Emotion nicht bloß zwischen die Zeilen. Gehört auch mal dazu. Ja? Es ist wieder mal ein schöner kleiner Wachrüttler. Auch die können es verkacken. Und das merkt man ganz deutlich, dass das schnell hingeschissen worden ist. Rezension ist schon online, muss man nur aktualisieren. Leider wird es aber nicht zur Gesamtbewertung hinzugefügt, da das Spiel geschenkt wurde. Ja, ist mir eigentlich wurscht, ob das dazu erzählt wird oder nicht. Das ist ja vollkommen wurscht. Ich gehe jetzt ins Bett, Chat war heute ernsthaft gute Unterhaltung. Ja, super! Gut, dass kommen wir jetzt dann so weit, dass ich am Anfang mit Geld zugeschissen wie Spiel irgendwas, ihr unterhaltet euch im Chat und dann gehen wir alle wieder, oder was? Hast du Baldur's Gate 3 eigentlich mal 4. gespielt? Ja, nein. Aber ich glaube 130 Stunden oder so und bin immer noch nicht fertig. Ich glaube, ich bin im letzten Gebiet. Glaube ich. Habe ich aber schon lange nicht mehr reingeschaut. Schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. So, Olmax fragt, was zocken wir nächste Woche? Was zocken wir jetzt nächste Woche? Was haben wir nächste Woche? Ich habe eigentlich schon gehofft, dass es jetzt ein wenig anzieht und mir dann nächste Woche, dasselbe noch mit dem wie diese Woche, plus auch noch am Freitag, nächste Woche, neue Kanalausrichtung, Just Chatting. Dispatch fangen wir an. Fangen wir nächste Woche Dispatch an. Fangen wir nächste Woche Dispatch an. Sagt denn der Streamplan so grob? Lass mich mal schauen. Montag Unmanned. Oder Mittwoch dann, ist dann vollkommen wurscht. Freitag auch noch. Da haben wir wieder zumindest mindestens einmal mehr wie 2 Stunden Zeit. Wie lange das sehen wir noch, das ist ein Zukunftsbürger. Aber wahrscheinlich länger. Vorausgesetzt, ich bin mit dem Video fertig, was ein Jahresmerch betrifft. Und dann war Dispatch eigentlich am 1. Dezember geplant gewesen. Wie weit wir mit Unmanned kämen, kann ich auch nicht abschätzen, ob wir am Mittwoch nächste Woche dann fertig werden oder nicht. Weiß nicht. Dispatch klang auf alle Fälle. Ich glaube, da haben mittlerweile alle 8 Episoden da. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Warte mal. Babidi-bubidi, Dispatch. Aber jede Woche ist einer gekommen, glaube ich. Ist eine gute Frage da. Der heißt in meiner Steam-Friendlist gute Frage. Der hat mir nämlich das Patch geschenkt. Es gibt nämlich jetzt offensichtlich so weit, dass man leider über Steam Spiele schenken. Ganz klare, todernste Ansage. Bitte der mir das nicht. Ich habe vorgehabt, das Patch zum Spielen, aber wir schenken mir jetzt nicht auf Steam irgendwelche Spiele. Ich werde es übrigens gnadenlos alle annehmen. Alle. Geschenken schauen wir nicht ins Maul kosten. Das heißt aber nicht, dass wir es spielen. Wichtige Information. Also ich habe eine gute gehabt jetzt, habe mein Rotweinporz für einen Burgunderbraten hergekriegt, putze jetzt noch das Fleisch noch und leg's ein. Heute noch jetzt ohne KCD. Herr Magda, einen guten oder so. Kam am 12.11. raus, die letzten beiden Episoden. Also quasi vor der Woche. Ja, perfekt. Oder? Mimi kennt man wieder da, was ist ein Mimi? Das andere grüne FIFA-Meme. Was war das gleich wieder? Das hast du mir schon einmal geschrieben. FIFA-Meme.
This game is a cross between the Stanley Parable, Undertale, and rage games like I Wanna Be the Guy. And the deeper you get, the less the fourth wall is respected. This game is a parody of game design and laughs on the surface, but there is a deeper and darker story to this game. Games origin to Unravel. Ich tue es mir auf die Wunschliste her, Sonntag. Lang dauert der Bums. 3 Stunden, 2,5, 3,5, 3, 4, 2,5, 2,5, 3. Den muss mir auf die Liste. Ach, Mimis schauen. Ja, wann sind Mimis gestorben? Vor 3 Jahren, 2 Jahren? Ich weiß nicht mehr. Was ist das Patch? Mr. McEarl? Das Patch ist so ein Story-Game wie die Telltale Games. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so wie The Walking Dead, The Wolf Among Us. Was haben wir da noch? Das sind eigentlich meine 2 Lieblingsserien. Es gibt da nur einige andere. Es gibt da von The Guardians of the Galaxy gibt's eins. Das soll auch nicht schlecht sein, aber dauert es lang. Und das Patch ist sowas ähnliches. Bloß in einem Superhelden-Universum. Und ist außerordentlich gut bewertet. Der LP Dragonfly, ich möchte anmerken, dass der Like nicht fürs Spiel heute war, sondern für einen Chat, der mich sehr belustigt hat. Fickt euch doch dann! Schon was von Deadcam gehört? Nein. Deadcam? Langsam. Sealed shot inside a rural abandoned house for a paranormal hunting TV show. Something is very wrong with Margot. Your live headcam is still rolling. Größtenteils positiv, erschienen am 5. November. Rauf auf die Wunschliste, schaut nach Horrorspur aus. Oh, das wird gleich mal umlassen, schaut nicht schlecht aus. Hab mir heute wegen einem Stream auch noch geholt, hab davor noch nie auch noch gespielt. Jetzt Kini, ich hoffe, ich glaube nicht, dass ich da... Ich hab immer noch nicht weiter gespielt. Ich hoffe, da hab ich kein schlechtes Gewissen. Anno schaut stabil aus. Ich finde das Rad nicht neu, habe ich zumindest bis jetzt noch die ersten 3-4 Stunden. Das Gefühl, dass nix neu ist, außer diagonal bauen. Das ist für mich die größte Neuerung. Mal noch mehr im Spiel vorankommen und dann mal schauen, aber das werden wir dann am Freitag in der Woche. Diese Woche am Freitag sehen wir uns nicht. Jetzt sind wir wieder in der Phase, wo nur jeden zweiten, ich streng mich an, dass jeden zweiten Freitag ein Stream kommt. Haben wir letztes Jahr ganz gut hingebracht, bis jetzt haben wir es auch ganz gut hingebracht. Ja. Schauen wir uns noch eine Story-Zusammenfassung an. Na. Einer wird gerade super gelobt, weil der Perspektivwechsel fest eingebaut ist. Ja, zu Recht auch. Also ich wüsste nichts, was an Anno auszusetzen gibt. Gar nichts. Und der Perspektivenwechsel, der war ja in 1800 schon dabei. Ich hab mir's das habt ihr mal am Freitag, letzten Freitag habt ihr mir das gesagt, zum Probieren, drücke mal Steuerung G oder was es war, keine Ahnung. Und hab dann einen richtigen Flashback gekriegt, so von wegen, das hat's doch im 1800er schon gegeben. Wer nutzt das, ganz ehrlich? Also, Scheiße drauf. Wenn ich so noch reinzoome, dann schauen, dann kann ich kurz mir anschauen, wie detailliert die ganzen kleinen Menschkerl sind, so mit, ja, passt schon, geh wieder aus und spiel weiter. Da bin ich einfach anders, wie wahrscheinlich viele. Die Steffi haut sich ins Bett. Gute Nacht beieinander, Triple F, die Mods und bis Montag. Steffi, bis Montag. Ich möchte übrigens nächstes Jahr auf dem Jahresmerch 3 Gräber, DLC 1, 2 und 3 und ein Messer drinstecken. Nein, ein Scheißhaufen drinstecken. Steffi, geh ins Bett. Schreib nichts zusammen, ja, schleich dich. Herr Luxer! Merci übrigens für deine Euro 49, die du einer gepflanzt hast. Anno ist der Third Person Easter Egg. Da wenn ich jetzt wieder so schaue, dann wird mir wieder vorgeworfen, ich habe von Anno echt keine Ahnung. Wie steckt man einen Haufen denn wo rein? Das zeige ich euch dann auf dem Jahresmerch. Das kriege ich schon hin. Einfach eine 4 Meter lange Kackwurst. Die ist hart geworden, die steckt man rein. Die Third Person in Anno ist ein Easter Egg und keine Mechanik. Verstehe ich nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Der super Easter Egg, wenn er mit Steuerung geht und nochmal angehen kann, verstehe ich nicht. Die Zensur von Ubi hat es auszusetzen. Das stimmt. Nein, aber ansonsten gibt es mir auch noch wirklich nichts. Das Einzige, was ich auf die Schnelle ankreiden würde, ist eben, dass ich noch nicht das Gefühl habe, da ist irgendwas neu. So grundlegend, dass ich sage, da rentiert sich der Kauf vom Anno. Aber macht auch nichts verkehrt. In 1800 war es Easter Egg, in 117 ist es eine Mechanik. Aber man hat sich in Anno 1800, wie ist es denn in Anno 1800 gegangen? Ich weiß, dass es gegangen ist. Ich hab die Beitel vor meinem geistigen Auge, aber ich weiß nicht mehr wie. Anscheinend habe ich mir da die Wannessasse vor 7 Jahren, die letzten 7 Jahre oft einen Rausch reingelenkt, weil von Anno 1800 weiß ich generell nicht mehr viel.
Obwohl ich es wirklich eigentlich nicht wenig gespielt habe. Aber das ist einfach so ein Hirn aus, umeinander tüdeln, Steuerung Shift G. Das ist jetzt aber auch nicht so schwierig zum Herausfinden. Kann doch gar nicht länger wie 5 Minuten dauern. Siedler 4 spielen, wie kommst du auf das? Das ist bei mir beobachtet. Weißt du, was richtig insane ist? Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Wochen. 4! Dann ist Weihnachten. Dann bin ich 2 Wochen nicht da, also dann gehe ich auch in Urlaub. Was ich mit meinem Spiel tue, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, was ich mit dem Spiel tue. Also entweder versauen wir meinen Weihnachtsurlaub wieder. Oder wir machen es Anfang Januar. Ich glaube eher Anfang Januar. Ich mag nicht nochmal so blöd sein. Und ich hoffe sehr, übrigens, weil wir gerade sagen, was spielen wir im Dezember und so. Ich hoffe, es ist noch nichts released, glaube ich. Ich habe zumindest noch nichts gelesen. Letztes Jahr, wer erinnert sich, was wir letztes Jahr am 6. Dezember... Entschuldigung. Was wir letztes Jahr am 6. Dezember gemacht haben? Urlaub ist gleich NX Development suchten. Das werde ich wahrscheinlich sowieso tun im Urlaub. Aber der Druck ist halt ein ganz anderer, wenn das Ding wirklich live ist. Ja. Hadrit, ich sehe, ich bin pünktlich zu spät. Herr Eislagon, hast nichts versandt heute. Das Spiel ist gecancelt. Du kannst da meine Bewertung auf Steam durchlesen für den DLC. Weiß keiner mehr, was wir letztes Jahr am 6. Dezember da haben. Ich bin traurig. Haben wir keine Hardcore-Suchtel mehr da. Hm? Karui! I have called you here to save our people. To save our way. Over the age. Jetzt vielleicht? Sonst müssen wir es uns so schauen. Ich bin nicht leer, ich hab keine Ahnung von Geschichte. Vollidiot. Dann müssen wir uns schnell anschauen. Karui! I have called you here to save our people. To save our way. Over the ages, we have known pain like no other. But we endured. And we became mighty. Now, outsiders dishonor our shores. And we have stood by, doing nothing. Hear my voice, ancestors. Show us your strength. Show us the true way. I understand. The true Lokura Makoi will rise. Da kriegt in der Early Access Version ein einfacher Patch in der neuen Season mehr Content als ein bezahlter DLC von Diablo. Was? 150 New Notables!
Es gibt nur mehr, ja, weil der Skilltree war noch nicht groß genug, da haben wir noch 150 Punkte dazu. Hau rein, Alter. Hau rein! Sprinting? Das ist... Das Video ist ja schon ein bisschen älter, das ist glaube ich von der aktuellen Season. Rise of the Abyssal. Oh. Ah. Ah. Und ich habe das ganze Jahr alles richtig gemacht. Das Ding ist letztes Jahr am 6. Dezember rausgekommen. Dann habe ich reingespielt bis direkt nach dem Weihnachtsurlaub. Also bis, weiß ich nicht, 1., 2., 3. Januar oder irgend sowas. 4 Wochen. 250 Stunden. Und dann habe ich es einfach weg. Ich habe es einfach weg. Ich habe keine Patches oben her angeschaut. Ich habe nichts. Ich habe die aktuelle Season überhaupt nicht mitgekriegt. Was da neu ist. Vielleicht kann mir. Schauen wir einfach nach. Warte mal. Early Access, babidi. Sag mir irgendwo, was die aktuelle Season ist? Ist Free Weekend war nice oder die Woche drauf, Druide Here I Come. Kommt da noch Nikolaus nicht, wahrscheinlich der Patch. Das ist so meine Vermutung. Das ist so meine Vermutung. Es gibt einen Eintrag auf einer Internetseite, wo sie geschrieben haben, Early December Season 3 mit Patch 04. Und jetzt pass auf, schauen wir da mal schnell nach. Path of Exile 2.com Home. Gehen wir auch miteinander nachschauen, das ist ja vollkommen wurscht. Schauen wir es uns halt miteinander an, ist ja klar. Das machen wir zu, das machen wir zu, das machen wir zu, das machen wir zu. So, hier, find out more. Das ist ein Post vom 10. November, das war vor einer guten Woche, ein bisschen länger her als eine Woche. We are now in the 3rd month of the Rise of the Abyssal League in Path of Exile 2. Das heißt, aktuelles Patch 030. Der war vor 3 Monaten, das hat im August angefangen. Die hätte ich mir wahrscheinlich die Season auch angeschaut, wenn das nicht Ende August gewesen wäre. Und dann ist der Urlaub vorbei, dann wieder Arbeit, dann wieder das Jahr, da habe ich keine Zeit für den Bums. Dann habe ich mir gedacht, was los nochmal liegen, wenn die nächste Season, die kommt schon irgendwann, ist wurscht. Und jetzt kündigen sie an, and you may be wondering when to expect the next big release. We are still on track with our 4-month release schedule and are currently planning to launch 040 Content Update in early December. Und das heißt für mich, Early December ist die erste Woche. Und Path of Exile Seasons fangen immer an einem Freitag an. Immer. Spätestens die Woche drauf. Stößt oben auf Deutsch, dann brauchst du nicht übersetzen. Ich habe gar nicht übersetzt. Komm mal. Oh, Tatsache. Ankündigungen, besondere Builds als Keepers of the Flame. Das sind Keepers of the Flame, PoE1. Habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Drauf geschissen. Early December. Sind oder der erste Freitag im Dezember oder der zweite. Und das ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, der Hauptgrund, warum wir mein Spiel nach hinten verschieben. Also es ist wirklich insane, was PoE 2 herscheißt. Das, was wir jetzt da gerade gesehen haben, das Video, das ist der Patch von der aktuellen Season, die aktuell seit August schon läuft. Ich bin ja gespannt, sobald das Ankündigungsvideo da ist, dann schauen wir uns das natürlich im Stream an. Und dann legen wir einen Termin fest. Und dann spielen wir an einem Freitag, wann das rauskommt, schalten wir natürlich einen Stream ein. Und dann prügeln wir uns da durch. Da wird die gute alte Necro-Hex rausgepackt. Und dann lasse ich die Minions sterben. Ich stirb nicht in dem Spiel. Doch, jeder stirbt in dem Spiel. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich habe mich wirklich mit nichts auseinandergesetzt. Das war also ein bisschen Absicht. Was es neu ist. Brauchst aber vorher noch immer aus. Ich habe gestern schon nicht bestellt. PoE schreit nach Freitagsstream. Bei der hast du absolut recht. Das wird wirklich ein absolut nerdiger, grintiger, gemütlicher, zurückgeladener, stupide draufprügeln, ein bisschen unterhalten. Das kriegen wir. Meinst du, da musst du wieder LOL spielen, bis der Login geht? haben wir das da letztes Jahr? Irgendwas, haben wir da nicht gerammt?
Haben wir noch nicht Aram gespielt, bis der Login gegangen ist? Entschuldigung. So, also wenn meine jetzige Maus nicht so abgefuckt war, da, sagst du das? Ich habe so eine MMO-Maus mit 6 Seiten an der Tasten. Von Rocket. Eine Nüth, die ist jetzt 7 Jahre alt oder 8 Jahre alt. Ich habe keine, die gibt's leider nicht mehr. Die hätte ich 5-mal kaufen sollen. Beste Maus auf dem Planeten. Kannst du dir die Seitentasten selber zusammenstellen, wie du das willst. Gibt's nicht mehr. Den Nachbau von Titanwolf für gestungene 30 Jahre gibt's auch nicht mehr, wobei da war ich mir sowieso nicht sicher gewesen, ob das nicht irgendeine Plastikschrottbombe ist, das ganz alles. 6 Seiten an der Taste, ja, 6 Seiten an der Maus, Entschuldigung. 6 Tasten an der Maus, ja, gelick. 6 Seiten an der Taste. Ja, dein Mann, Kruzifix! Ein von euch Spackos, wenn ich da her sitze und da schauen in Anführungsstrich bloß 500, 600 Leute zu. Dann sind die Ersten, die das Maul aufreißen im Chat, haben die, Birger, ich weiß auch nicht so recht, vielleicht, können wir vielleicht ein Foto machen? Ja, du halt dann. Weiß ich nicht, so wie das Handy halten oder kriegst du einen Schlaganfall oder was ist mit dir? Ja, dein Mama hat 6 Seiten! Wenn ihr hat recht. Titanwolf Gauntlet, 12 Tasten easy. Lass mich die mal schnell anschauen. Ja. Ist das irgendwie ein Bild? Die schaut mich so klobig an, wie die von Logitech. Ich hab damals angefangen habe ich mit der Razer Naga. Das war 2000, wann war Wrath of the Lich King? 2008? 9? Irgend sowas. Seitdem bin ich mit meinem Daumen mehrere Tasten als plus 2 gewohnt. Die hat auch 12 Tasten gehabt. Braucht's nicht. Wenn du das Shift und Steuerung drückens bemächtigt bist. Und wenn du mal einen Shooter spielst, was ich doch ab und zu einmal tue oder momentan wieder tue, dann komme ich gerne mal, wenn ich verkrampf, ja, beim Ziehen, Schießen und so weiter und so fort, kommt man gerne mal an die Seitentasten hin. Das ist das Geile an derer, da kannst du die Tasten unten, die untere Reihe kannst du einfach rausnehmen, kannst da oben große Doppeltasten rein und so weiter. Das geht aber nicht mehr. Die ist so groß wie die 2014er Naga, die große. Mein Problem ist, dass ich schon bestellt habe. Wenn man denkt, was kostet Welt? Dann ist... Ich habe jetzt 15 Jahre lang Razer weggepackt. 15 Jahre lang. Weil alles, was ich von denen bis jetzt gekauft habe, nach 2 Jahren nur am Tag kaputt geht. Aber nach 15 Jahren habe ich jetzt bis zur Black Week, wollte ich eigentlich warten, aber die war runtergesetzt von 200 Euro auf 140 oder so, habe ich mir die Razer Naga V2 Pro gekauft. Schnurlos und man kann nicht jede einzelne Tasten an der Seite auswechseln, aber das ganze Sidepanel kann man oben da und dann hast du entweder mit 12, 6 oder 2 Tasten. Der Arnold schreibt, schon, Razer war so geil, wenn es nicht eben nur 2 erhalten Daten bei den Preise. Absolut richtig. Sprich, schnurlos kriegt deine Mama ist schnurlos. Zeigen. Mach ich schon wieder Werbung. For free. Razer. PC. Mäuse. Mäusewo. MMO. Naga V2 Pro. Und eben, ich möchte mal schnurlos im Haus ausprobieren. Ich möchte es einfach ausprobieren, weil mir die Kabel scheiße oder dermaßen auf den Sack geht, das ganz aus ist. Und Be Quiet hat neue Tastaturen ausgebaut, die sind auch nicht ganz billig, aber die schauen mir auch ganz geil, weil meine Razer-Tastatur, die wird es einem mal lang machen. Jetzt passen wir auf. Ja, so sieht man es, glaube ich, am besten. Das ist am einfachsten zu erklären. Das sind die 12 Tasten an der Seite und dann kannst du das ganze Sidepanel da oben da. Ich hoffe, das ist stabil genug. Bewertungen sind ganz gut, etc. Akku leer mitten im Spiel, Rage Quit dann bitte on-stream. Ich glaube nicht, dass das auch noch einmal passieren wird. Ich glaube aber nicht, dass das auch noch einmal passieren wird. Ich glaube, da ist so ein kleines Ladedings dabei. Stellst es auf, fertig. Und heute tu jetzt was ich wie viel Tage. Nee. 160 für eine Maus, nicht schlecht. Kannst du ja mal schätzen, was mein PC kostet. Rocket Cone, beste Maus seit 10 Jahren. Ja, ich würde mir wünschen,
Ich hätte mir das nie angewohnt mit den Seitentasten, aber für PoE, WoW etc. für solche Spiele ist es richtig stark. Das macht richtig Laune. Muss man die dann schon umdrehen ums Ladekabel zum Stück? Natürlich. Außerdem das, was die Freier sagt. Irgendwo müssen ja eine Donation sein. Verstehe die Frage nicht. Gibt es da irgendwas zum Singen sonst noch? Ja, irgendwelche super fancy Kurven, keine Ahnung, was für Scheiße mal ist wurscht. Ist mir alles wurscht. Ja, genau. Easy go. Mit Maustock-Bundle kostet es sogar regulär normalerweise nur 260 €. Dafür gibt es Easy Shift. Ach ja, bin's voll für Easy Shift. Bin Programmer, braucht kein Easy Shift. Fertig. Also ist nichts Besonderes. Also, was heißt, ist nichts Besonderes? Eigentlich ist schon was Besonderes. Nicht jeder hat wahrscheinlich sich einen Maus da haben. Für PoE ist das richtig praktisch. Es ist für LOL praktisch, es ist für alles praktisch. Also für alles, was mehr wie 3 Tasten, ich brauche überhaupt nichts da. Ich kann teilweise Spiele mit einer Hand spielen. Also bei PoE zurückladen mit einer Hand spielen ist schon ganz nett. Wie ist das mit der Verzögerung? Kann das einer beantworten? Das wird ich beantworten. Also, wenn mich nur 2 Sekunden nervt die Maus, dann ist er da sofort wieder fort, ist eh klar. Ist sowas von geil, wenn du der ARPG nur mit Maus spielen kannst, bestätige. Und das bin ich halt gewohnt, eben, wann habe ich es mir gekauft? Das ist die erste Naga 2009 oder so, oder 2012. Ich weiß nicht mehr, es ist 1000 Jahre her. Und dann angewohnt mit Wrath of the Lich King, weiß ich noch. Und richtig, richtig angewohnt und nie wieder hergeben und lieben gelernt in Diablo 3. Die Verzögerung ist nie vorhanden. Wenn jemand wie der Shroud sagt, schnurlose Mäuse, du kennst keinen Unterschied nicht, dann glaube ich ihm das. Dann wird's ihn nicht gesponnen. Und ich sag's, ich lerne mir jetzt einfach mal aus dem Fenster. Nicht einer da im Chat von euch gespannt. Wenn's jemand wie ein Shroud nicht gespannt. Und Sprengi, ich weiß ja, wie alt du bist. Du bist auch noch auf der Schnurlostechnik von 2001 hängen geblieben. Das war natürlich Schrott. Das ist mir schon klar. Aber schau mal, ich werde den Teufel tun und werde die Razer verteidigen. Ja? Wenn wir dir die Maus schicken und sie ist beschissen, dann fliegt es da aus dem Fenster. Und dann sage ich zu Amazon, die war schon kaputt, bis es gekommen ist. So schaut's aus. Wrath of the Lich King, bestes Add-on ever. Meine erste Wireless-Maus hatte noch Kugel. Hat es überhaupt Wireless-Mäuse mit Kugel gegeben? Laber nicht! Mancher fährt ein Auto, das weniger kostet. Ja. Was soll ich machen? Und irgendjemand hat gerade, der Aslagan scherzt mein PC 4.569 Euronen. Du bist gar nicht mal so, ja, ein bisschen schon weit weg, aber nicht so weit weg. Aber laufen musst schon noch per Tastatur. Ja, geht ja auf der Maus, aber ich kann mir es nicht so geil vorstellen. Da wenn du mal drauf gewohnt, du kannst nicht alles gewohnen. Das ist schon geil. Und, wenn wir schon dabei sind, aber da warte ich nur auf den Black Friday, aber die ist nagelneu, ich kann mir nicht vorstellen, ob die Tastatur billiger wird, wahrscheinlich nicht. Be Quiet, wie hat's geheißen? Be Quiet, ja, machen wir Tastatur. Dark Mount heißt's. Ist auch wieder ultra fancy Bullshit-Spielerei, aber da reden wir jedes Jahr drüber. Und letztes Jahr habe ich sogar auslassen. Jedes Jahr leiste ich mir oder beschenke mich selbst zu Weihnachten am Black Friday mit irgendeinem fancy Shit, den ich mir niemals so normal kaufen würde. Niemals. Zum Beispiel. Und das ist halt eine Maus in der Tastatur. Was haben wir noch? Sagt mir wieder nichts Gescheites. Da haben wir hier Solent so Dark Silent Linear.de ISO. Da wollen wir schnell herzahlen. Wenn es interessiert. Das ist natürlich alles immer ein bisschen Werbung und so weiter und so fort. Ich werde nicht zahlt dafür. Ja? Vielleicht interessiert es auch keinen. Das ist mir auch wurscht. Was soll ich machen? Kann man da mal die Battle anschauen? Ja. Da haben wir diese hier. Das ist also 3D. Ja, tolle Bilder. Da sehen wir was. So, ich gehe das erste Mal wieder ein Risiko ein, dass ich mir eine mechanische Tastatur kaufe. Warum? Wenn Be Quiet mit einer ultra leisen mechanischen Tastatur wirbt, dann gehen meine Öhrchen auf. Ich habe da eine Chernobyl-Tastatur ohne mechanische Tastaturen, weil ich es hasse, wenn ich dieses Drecksgeklacker her. Die ganze Zeit, da weiß ich nicht. Da haben wir 1820, muss ich mit der Schreibmaschine schreiben.
Hat 1820er Schreibmaschine, ich weiß nicht. Was ganz fancy ist, das Numpad kannst du einfach abstecken und kannst das auf der linken Seite einstecken. Ist eine nette Geschichte. Das erste. Zweitens, da ist ein Stream Deck integriert mit 8 Tasten. Kann ich brauchen. Das Einzige, was ich nicht brauchen kann, wo ich denke, das ist wieder, damit es ja teuer ist, das ist der komische Kasten da herum hat. Das ist ein digitales Display mit Lautstärkeregler, 4 zurück zum Muse hören und so. Ich hatte mal eine Logitech G, wie hat's geheißen? 115, G15, G17, G19. Was war die höchste? Und ich meine nicht das grau-silberne Scheißding mit dem orangen Display, sondern das mit dem Farbdisplay. Ja, sprenge ich eben, ja genau, nicht die mit dem orangen Display, sondern die mit dem farbigen. 900, was, 910 war das in der Headset? Die mit dem Bildschirm war G19, gell? Ist ja vollkommen wurscht. Aber die hat auch sowas gehabt, aber in der Mitte zentriert, das hast du ein bisschen dran können und dann hat es die ersten 2 Wochen Softwareunterstützung dafür gegeben und ein paar Apps gegeben. Da hast du zum Beispiel in Counter-Strike deine Munition noch zeigen können. Toll. Damals war es irgendwie cool, heute denke ich mir so, was soll der Scheiß? Weil die Munition steht ja nicht schon am Monitor dort. Was soll ich da? Mit den 8 G-Tasten auf der linken Seite, ja, die habe ich jetzt zum Beispiel, ja, ich habe nicht 8, ich habe 2, 4, 5. Programmierbare Tastenbrei auf alle Fälle, also die nehme ich ja regelmäßig her zum Mic-Muten, Sound-Muten aus, Lautstärkeregler und so. Also einen Lautstärkeregler werde ich definitiv benutzen, das Ding da herum werde ich definitiv auch benutzen. Und was auch ganz geil ist, die Handballenablage, die ist magnetisch befestigbar. Da kann man einfach mal durchscrollen und sieht man ein bisschen mehr. Ansonsten ist das eine stinknormale Tastatur. Schaut gut aus. Mir gefällt's. Sagt man noch was Tolles? Ja, da kannst du das Licht einstellen und das ist was, ich darf die Tastatur gern kaufen, wie es ist, aber ohne den komischen Kasten da. Nee. Aber das Ding finde ich halt cool, schaut ein bisschen aus wie so ein kleiner Taschenrechner. Das kannst du rechts das Numpad abstecken und auf der linken Seite noch stecken. Und hast dann da halt diese Tastaturen, das Zeit kannst du belegen wie ein Stream Deck. Was ist ein Stream Deck? Vielleicht fragt das mal irgendjemand. Das ist ein Stream Deck, da kann ich zum Beispiel so machen. Spitzenklasse. Programmierbare Tasten einfach mit eigenen Battle etc. etc. Was haben wir noch? Ja, genau. Das war's eigentlich. Gefällt mir richtig gut, will ich haben. Kostet? Da mag ich jetzt nirgends umeinander klicken, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Online kaufen? Ja, was kosten? Wahrscheinlich halt auch 200 Euro. Was soll es denn kosten? Amazon, Be Quiet. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Dark Mount, Kruzifix. Dark Mount. Kosten. Ja, oder halt doch 250. Ja, dann haben wir für 500 Euro eine Maus und eine Tastatur gekauft, lass mich in Ruhe. So. Hat das Numpad ein eigenes Kabel-Akku? Nein. Das steckst du, also das ist wie, ich glaube, ja, sieht man das irgendwo. Ich habe mir extra ein Testvideo angeschaut, also ich glaube, das ist so ein breiter Stecker, natürlich ist es eigentlich im Prinzip so ein kleiner USB-Stecker oder irgend sowas, hat seine eigene Stromversorgung, keine Batterien, kein irgendwas. Das steckst du dann ohne und hat natürlich noch Clipseil, dass das sauber hält. Kannst von der Steuer absitzen. Ja, dann ist es geschenkt. Benny, wissen wir ja. Auch die 910er hat bloß den Handyhalter. Jetzt warte mal. Logitech G19 Tastatur. Ja, da ist doch. G19 was. Achtung. Damit ihr wisst, was für eine Tastatur das ich meine. Die habe ich mir von meinem Praktikumsgeld 2003, 2004 habe ich mir die Tastatur gekauft. Ich weiß nicht mehr, was es kostet. Stimmt, genau, 2, 4, 6, 8, 12 Seitentasten. Oben hast dann noch M1, 2, 3 und MR gehabt. Das ist quasi wie ein Shift. Und hast dann Profile umschalten können und so weiter. Und in der Mitte, das war jetzt ein kleines Display. Und da mal drüber nachdenken. Damals hat es noch keine Smartphones gegeben. Ja? Also das war kein Touchscreen. Da war Touch auf so einem kleinen Display, der war noch so meilenweit entfernt und unvorstellbar, dass du einen Vogel kriegst. Und das scheiß Display, das war halt auch gerade mal so groß. Also es hat nicht wirklich...
Und deswegen war das schweineteuer. Den RGB Bling Bling Mist würde ich sofort abschalten. An der Tastatur, wenn es da in stockfinster ist, habe ich schon gerne ein Licht an meiner Tastatur. Birger, warst in München dann in der Riesenstraße in der Berufsschule? In der Riesstraße. Lass mich überlegen, wie diese Scheißstraße geheißen hat. Die war direkt neben dem Bahnhof. Also ich habe Fußweg vom Bahnhof zu der Berufsschule habe ich 5 Minuten gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie die Straße geheißen hat, aber wenn man jetzt irgendjemand einen Namen von der Schule sagt, dann weiß ich ihn noch. Mediengestalter Schule. Buchdruckschule. Buchbinderschule. Und das, was der Aslagan sagt, mit RGB hast du mehr FPS, ist richtig. Ich weiß nicht mehr, wie die Schule geheißen hat. Viktor Karel war die Realschule bei uns. Ich weiß nicht mehr, wie es... Da haben wir schon einmal im Stream drüber geredet und da hat sogar jemand im Chat einen Herrn Slupina und einen Herrn Hut noch kennt. Alles Senefelder Berufsschule. Rebecca, Dankeschön. Dankeschön. So, möchtest du mir sagen, Rebecca One geht auch auf die Alois Senefelder Berufsschule oder ist gegangen und kennt auch einen Herrn Slupina und einen Herrn Hut? Dann zerreißt es mir aber. Nicht Edwin Müller Berufsschule, Erwin Müller Berufsschule, auf der war ich kurz. Ganz kurz. Oh mein, oh mein. Wir werden alt, Kinder. Wir werden wirklich alt. Für mehr FPS ist IMO zuständig. Dwifin hat etwas Interessantes gepostet. Sage ich euch jetzt zum Abschluss. Steht auch in meiner lustigen Sprüche TXT. Möchtest du mal wissen, wie alt das wir sind? Ich glaube, das nicht genau stimmt, aber in die USA kannst du sich schon hingehen. Heute, vor 35 Jahren, ist Kevin allein zu Hause ins Kino gekommen. In die USA, glaube ich. Vor 35 Jahren. Das war 1990. Und jetzt halte ich fest. Es ist, als hätte man 1990 einen Film von 1955 geschaut. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das lasst er jetzt auf der Zunge zergehen. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Heute vor 27 Jahren kam Half-Life 12 raus. Half-Life 1. Das ist so, als hätte man 1972 Pong gespielt. Heilige Scheiße, Mann. Oder für die Kiddies Fortnite Season 7 ist 13 Jahre her. Was? Nee, das ist ein Krampf, das war 2012. Na. Wann war Fortnite? 2018? 17, 18, das sind Sim-Jahr vielleicht, nicht 13. Nein. Yesterday was 13 years ago. Die G19 nutze ich heute noch. Ja, warum? Auch nicht. Meine ist kaputt gegangen damals. Weiß ich nicht. Irgendwas ist nicht mehr gegangen. Die habe ich auch noch irgendwo im Keller, glaube ich. Irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es weggeschmissen habe. Irgendwo im Keller habe ich dieses Scheißding auch noch. Und die habe ich immer mal so, kennst du das, wenn Hardware so ein bisschen spackt? Ein bisschen. Jetzt geht da irgendeine Tasten ist nicht mehr gegangen. Ich weiß nicht mehr was. Oder wichtig ist, sowas wie Backspace oder Enter. Und die ist halt nicht gescheit gegangen. Und ich dachte, ja, fuck, hilft nicht. Da habe ich wieder draufdroschen. Counter-Strike, was weiß ich was. Und dann habe ich es im Keller liegen lassen. Dann kennst du es, wenn du Hardware dann so mal 2 Jahre liegen lässt, dann steckst du es einfach wieder an und auf einmal geht's wieder. Und wenn es dann immer noch nicht geht, naja, das, was der Arzt schreibt. Ja, für den Notfall können wir es uns schaffen. Lass mir dabei drin. Das probieren wir dann in 2 Jahren wieder. Bis dann. Herr Sonntag, Ruhetag, die habe ich komplett wegignoriert. War keine Absicht. Merci für den Euro von vor 23 Minuten. Was hat ein ausgetrunkenes Bierglas mit einem Geschichtslexikon gemeinsam? Beides ist leer. Das verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich von vor 24 Minuten dem Kontext der Fight ein bisschen. Aber, nee. Doom 1993. Nee. Lea. Was hat denn ausgegangen? Dann muss der Lea. Da muss der Lea schreiben!
Ich kenn dich ja bloß, dass du immer Hochdeutsch schreibst. Wir sollten nie da auf leer kommen. Wir sollten nie von leer auf leer kommen. Eieieiei. Kinder. PS1 ist 30 Jahre alt. Richtig. Nächstes Jahr zu Weihnachten, also nächstes Jahr an Weihnachten, 2026, habe ich zu Weihnachten vor 30 Jahren, das musst du mir vorstellen, oder? Eine Playstation mit Croc gekriegt. Croc. Und Resident Evil 1. Der McNeil schreibt, er ist am Samstag 50 geworden. Wie haben Sie diese Schwarz-Weiß-Filme eigentlich auch gefühlt? Wird die ja von mir farbig geworden sein? Okay, jetzt schleichen wir lieber ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Ich hoffe, wir haben noch irgendwas herausgeholt aus dem DLC. Es ist extrem schade. Extremst schade. Ich glaube, da mache ich uns allen nichts vor, dass der DLC Schrott ist. Wenn Leute da, lasst euch von mir Sachen nicht schlecht machen, ich finde ihn beschissen. Das Hauptspiel kriegt 180 von 4. Aber die DLCs sind durch die Bank Schrott. Es tut mir leid, bitte kauft es nicht. Meine Damen und Herren, es war mir ein Fest. Trotzdem, es ist extrem schade, aber hilft nicht. Wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Schlafen Sie gut, alle Spätschichtler und Nachschau-Squattler. Fühlen Sie sich auf die Nuss geküsst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Triple F für die Moderatoren in den Chat. Ich glaube, da ist kein Sau mehr da. Also der Wybia, der ist immer da. Weiß nicht, was da eigentlich los ist. Der ist immer da. Jetzt schleicht euch ins Bett. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Donations. Ich meine, am Montag ist es eskaliert. Ist halt heute wieder eskaliert. Was soll ich machen? Besonderer kleiner Dank an Steffi und Justizveranstalter und so. An die anderen aber auch. Ich glaube, sicher eine Danksagungen, die führen dann immer dazu, dass Leute sich verpflichtet fühlen, sich da jetzt zum Rechtfertigen. Es ist schon vorgekommen, die meisten Hörer wissen es, dass man sich rechtfertigt, ich kann kein Mitglied werden, weil finanziell irgendwas. Ich kriege einen Vogel, Alter. Ich kann mir da nicht hersitzen und Computer spielen und ihr scheißt mir mit 100 dazu. Ja, aber was labert denn? Das ist selbe Scheiße seit 8 Jahren. Was soll ich machen? From the bottom of my heart. Dankeschön. Spart euch euer verdammtes Geld. Am Sonntag in der Woche kommt der Jahresmerch. Und ich hätte gern mal, dass irgendjemand meinen Shop kaputt macht und nicht immer nur anderen. Dankeschön für alles. Danke an die neuen Mitglieder, danke an die Resubs und jetzt schleicht euch. Schön, dass ihr im Chat heute Spaß gehabt habt. Schaut, das lang gewinnt. Hi! Das war deren Ernst. Kruzifix, wie lange hinten uns jetzt der Tür ernst Abflug. Tschüss dann. Bis nächsten Montag. Wer noch nicht im Discord ist, ab ins Discord.